Erstmal die Mucke leiser hier, wa? Oder das Rumgesänge. So, die Mara ist auch da, wie ich gesehen habe. Servus. Servus. Servusle. So. Dit noch. Mal minimier das mal hier, dann leuchtet mir das nicht so ins Gesicht. So, Leute, was geht ab, ey? War ja eine wilde Woche, oder? War ja eine wilde Woche. So, ich begrüße einfach mal die ganze Runde hier, wa? TomTom, Gerhard Berger, Marcel, Adam Torres, Baumis, Werner, Ultra-Gönnung. Ne, Ultra-Gleise? War nicht sonst Ultra-Gönnung? Werner, Welt. Daniel, Derda, Marcel, Aika Salonika. Das neue Trikot ist der Hammer. Ich finde es super kacke. Chris, Emil Hase, Chico, Derda, GB, Chris. Hatte ich schon, war Marcel. Leo King, what's up? Mara, Martin, Baumi, Simon, Prier, Leo King, TomTom, der Chris, Benny, Marcel, Fußball, Vorsicker. FC Bayern München ist der Verein, für den ich lebe. Ja, Halleluja, Hallöchen. Tommy. Daniel Schiganzow, Servus, Chris, Emotionless, Fußball, Hobbydampfer. Hobbydampfer ist gut, guter Nickname. Haji Ambo, der Tuchel-Jünger ist auch da. Markus Wippi, Leo King, Servus. So, eigentlich brauche ich ja gar nichts sagen, oder? Ich habe ja genug Videos rausgeballert, ich kann einfach gucken, was ihr so schreibt. Ich meine, ist ja nicht so, als wenn wir keine Themen hätten. Ist ja wild. Ist ja ganz wild aktuell. So. Kommen wir am Mittwoch weiter. Da mein Gefühl sagt definitiv nicht, stehen die Chancen nicht schlecht. Also ich würde sagen nein. Aber das ist nur mein Gefühl. Und das ist immer gut, wenn es schlecht ist. Also von daher. Also wie gesagt, das neue Trikot finde ich jetzt nicht so geil. Dieses Rot-Schwarz, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Glaskugel sagt, ja, das hört sich gut an, TomTom. Dem stürmischen München. Okay. Dafür müssten wir ja erstmal wissen, wer überhaupt spielfähig ist, oder? Ich meine, wenn da ein Minjay oder ein Opa aufläuft, dann gehen die Chancen nochmal um 20% runter, würde ich sagen. Ja, wie es Marcel schreibt. Ja, keine Ahnung, ich kann mir das ja nochmal in groß angucken. Ich habe das nur auf dem Handy angeguckt, da hat es mich jetzt nicht irgendwie geflasht. Sag ich euch, wie es ist, ey. Ich meine, immerhin ist es rot. Nehmen wir mal das Positive mit von diesem Trikot. Die Magie vom Triple Red. Aha. Weiß ich, vielleicht sieht es in Natura geiler aus. Ich weiß es nicht. Also ich finde es, wow, wir haben neuen Ärmelsponsor, sehe ich gerade. Allianz oder was? Zahlen die noch ein paar Mille mehr oder wie? Ist ja wild. Wird auch nicht kommuniziert, oder? Man erkennt halt schlecht auf dem Bild, ist das eher schwarz oder soll das dunkles Rot sein, so in, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Muss ich mir mal ansehen, wenn die Spieler am Wochenende damit auflaufen. So wie ich das verstanden habe, sind das 3 verschiedene Rottöne. Deswegen Triple Red, wa? Macht Sinn. Ne, gucken wir mal, wie es live ausschaut, wa? Kannst das Spiel am Mittwoch nicht schauen? Oh, das ist aber hart. Benny, guten Abend. 6000 Abonnenten, ja, Party, 6009. Müssen wir hoffen, dass keine 10 abspringen, sonst fallen wir wieder drunter. Ach du grüne Katastrophe dann. Also immer schön Honig um den Bart schmieren, ne? Und ja, nichts genau. kritisieren. Warum noch nicht das neue Trikot? Das kann es ja nicht sein. Aber echt, ne? Wie kann ich denn so dreist sein und das noch nicht für 120 € bestellt haben im 24-Stunden-Lieferservice, damit ich das hier heute im Stream... Die Leistung war noch überragend diese Saison. Da kann man das doch mal machen, oder? Kann man doch mal raushauen. Nee, wie gesagt, ich muss mir das mal angucken, wenn die Spieler damit auflaufen. Auf den Bildern sieht es ein bisschen schwierig aus irgendwie.
Wundert mich, dass das nicht direkt ausverkauft gewesen ist, so wie die Retro-Trikots. Ja, da steht ja kein Commodore drauf. Dein Tipp für Mittwoch. Ich habe keinen Tipp. Ach, Jebba, was ist das denn für ein Take, Alter? Danke, danke, Adam. Wie geht's mir? Mir geht's gut eigentlich. Gerade noch kleines Nickerchen gemacht, von daher bin ich einigermaßen fit. Ist ja kurze Woche, wa? 2 Tage noch, dann ist ja Feiertag. Karl-Heinz, guten Abend. Haji, servus. Anmo, guten Tag. Gerhard Berger, gehe ich nicht mit, ne? Also was wäre passiert, hätten wir jetzt gesagt, wir müssen ja nicht Rangnick nehmen, zum Beispiel Ten Hag. Der FC Bayern hat Ten Hag verpflichtet. Dann hätten sich die Leute hingestellt und gefragt, ja, warum hast du denn nicht Ball und so verpflichtet? Warum hast du nicht Nagelsmann verpflichtet, oder was? Natürlich nicht. Sag ich dir, wie es ist. Und selbst wenn, wäre es der bessere Weg gewesen, als wie jetzt. Aber auch nur meine Meinung. Der Pep-Propper? Ich habe gute Laune vor Sicker, klar. Das ist Montag, Alter. Was für eine Quelle? Für was? Es gibt keine Quelle. Worum geht's? Ten Hag oder was? Es gibt keine Quelle, Alter. Moin, Samoin, moin, moin. Wie heißt der hier von West Ham? Julian Lope Ping-Pong? Der hat auch abgesagt. Was ist das für ein Name? Wo kommt der her? Schatz. Bist du denn so laut eigentlich? Warte. Nicht an mir. Das hier mal Weil du runter. mit deiner Technik wieder nicht klarkommst. Ja, sicher. Hast du einen Favoriten auf die Trainerrolle? Nö, eigentlich nicht. Immer noch nicht. Sagst du zu dem Trainer Wahnsinn? Ja, Katastrophe, Alter. Katastrophe. Taktikfuchs im Stream heute. Ne, gab doch noch niemals eine Pressekonferenz. Sie wissen doch noch gar nicht, wer fit ist, wer spielen kann. Nee, ich habe keinen Favoriten auf die Trainerrolle. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Der muss halt einfach ins Konzept passen. Ich zweifle gerade, ob es überhaupt einen Trainer gibt, der zu unserem Verein passt. Solange da die Verhältnisse sind, wie sie sind, ich weiß es nicht. Was ist dein Lieblingstrikot? Das Retro-Trikot, was für 8 Stunden im Bayern-Shop vorhanden war und dann weg war. Na, das hätte ich gerne gehabt. Aber gibt es leider nicht. Da es nur für 8 Stunden im Shop war. Gönnung zur Gleise Eisenbahn ist mein Hobby von mir. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Werner. Aber siehst du mal, habe ich gemerkt, ne? Ich kann mir doch manchmal ein paar Nicknamen merken. Ja, Alex, hallo. Kaufst du das neue Trikot? Das weiß ich noch nicht. Kommt Guardiola zurück? Wegen mir? Der wird sich auf jeden Fall nichts von dem Aufsichtsrat sagen lassen, denke ich. Will ich von Ten Hag halten? Ja, habe ich ja letztens schon gesagt, ne? Schon vor ein paar Wochen. Also ich denke, Ten Hag hat bei uns eine gute Figur gemacht. Ich weiß nicht, wie er sich entwickelt hat in Holland und so weiter, ne? Wie gesagt, eigentlich brauchst du einen Trainer, der mit dem Eberl und Freund gut klarkommt, der die Strategie, die Philosophie des Vereins mitträgt, der gleichzeitig aber auch alles, was auf dem Aufsichtsrat kommt, komplett ignoriert und so tut, als wären diese Menschen nicht da. So einen Trainer brauchst du. Was, wenn Tuchel die Champions League holt? Ja, was soll dann sein? Was ändert das? Es ändert gar nichts, Alter. Naja, also willst du den Ten Hag jetzt daran festmachen, wie er in Manchester performt? Wie hat er davor in Holland performt? Weiß ich nicht. Guck dir mal an, welcher Trainer hat denn zuletzt bei Manchester United performt? Nenn mir einen, außer Sir Alex Ferguson. Es gibt keinen. Also das ist das ähnliche Problem wie bei uns, Alter.
Da liegt es wohl auch nicht an den Trainern, die da Tag ein, Tag ausgehen. Ich denke, das liegt auch eher ein bisschen tiefer wie bei uns auch. Wieso dritte Wahl? Ist das schon, wenn nicht vierte Wahl, oder? Wenn nicht sogar schon die 5. oder 6. Wahl. Ja, als wenn der Guardiola hat noch nie einen Vertrag vorher verlassen. Also ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Das hat eine Ausstrahlung wie ein Baum. Wer, Ten Hag oder was? Ich gehe davon aus, dass Dortmund morgen weiterkommt. Wenn du dann aber die Saison nimmst, wie sie läuft, ja, wird es wahrscheinlich ein anderes Ergebnis sein wie 2013. Servus Michael nach Köln. Steve, servus. Keine Ahnung, wo das herkommt, Vorsicker. Das sind Zeitungen, die sich was zurechtspinnen. Also Guardiola hat noch nie einen Vertrag vorzeitig aufgelöst. Er hat immer seine Verträge erfüllt. Also. Was sagst du im Gerücht, dass Ten Hag Kontakt zu Bayern hat? Ja, wegen mir. Nach dem Motto All in Red. Ich weiß nicht, ob die das am Mittwoch anhaben. Normal ist immer so, dass es meistens am letzten Heimspiel in der Saison das neue Trikot anhaben. Und jemand hat einen Trainer gefeuert. Ja, habe ich gelesen. Wurde auch Zeit. Den aus dem Fanshop abholen, so ein Ding ist das. Ja, na klar. Haben in ein paar Jahren auch Nike. Nee, haben wir niemals, weil Adidas bei uns Anteilseigner ist. Das wird wohl niemals passieren. Thales, guten Abend. Was ich zur Trainerdiskussion beim FC Bayern sage, kannst du auch gerne auf meinem YouTube-Kanal nachgucken. 10-mal Uli Hoeneß mit Nummer 1 Trikot verlosen als 6K-Special. Als 6K-Special. Der ist gut, Alter. Was sind denn 6K, Alter? Der ist witzig. Sponsert die Trikots der FC Bayern oder was? Dann mache ich das sehr gerne. Alles anstrengend mit unserem Verein. Auf jeden Fall aktuell. Ja, es ist alles ernsthafte Optionen bei uns, alles. Ich habe auch gelesen, dass Ten Hag gerne in Manchester bleiben möchte. So, was stimmt denn jetzt? Was Zeitung A schreibt oder Zeitung B? Oder vielleicht doch was Zeitung C schreibt? Mir schlottern jetzt schon die Knie, wenn ich am Mittwoch denke. Ja, ich habe auch kein gutes Bauchgefühl. Aber das ist, wir werden sehen. Wer wird denn jetzt Übungsleiter? Was soll denn mein Call sein, Alter? Lothar Matthäus, wie ich heute in den Kommentaren gelesen habe. Also in den Kommentaren, ich habe das Video heute gemacht, stand 50% Mourinho. Lothar Matthäus, ein Viertel, ganz wilder Take. Dann war der Take sie dann mit Ribéry-Thema und Übergangstrainer Flick. Ne, Übergangstrainer Van Gaal war öfters drin. Na klar, Louis kommt, macht einen Übergangstrainerverein, ja. Ja. Also laut Kommentare wird's Mourinho. Ne. Laut Sky und Bild arbeitet Eberl und der FCB gerade mit Hochtouren daran, einen Trainer zu verpflichten. Ne. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Schaust du auf irgendwelchen anderen Bayern-Content? Reif ist live. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Ich denke, damit ist die Frage beantwortet, oder? Nein, ich schaue keinen anderen Content auf YouTube. Glaubst du, Flick macht's? Nee. Irgendwer wird schon Trainer werden, Leute. Macht euch keine Sorgen. Ja, jeder, der ein bisschen Guardiola kennt,
Brauchen wir nicht weiterreden, oder? Van Gaal wäre ein Traum, ja, aber da müsste, wie soll er sich durchsetzen? Da gibt ja direkt der Daumen runter von Uli. FC Bayern ist zur Zeit eine Sitcom. Ist doch geil. Du sollst Trainer werden. Ja, Teammanager mache ich dabei dann. Nimm den Tiger als Co, weißt du? Und denkst, Flick macht's. Ich glaube nicht. Ja, ist auch so. Déjà. Also. Da nimmt jeder die Klicks gerade mit und haut Einnahmen nach den anderen raus und ist halt einfach so. Uli macht einfach 11 Klone von sich und lässt die spielen. Das wäre wild, ja. Der Tipp Real Bayern. Kein Tipp. Wie gesagt, mein Bauchgefühl ist, dass wir auf die Fresse kriegen. Guten Abend, Antagon. Wieso limitiert man die guten Artikel im Fanshop? Schon zu viel Geld verdient oder was? Ich weiß es nicht. Das ist eine absolute Phase. Ich habe mich direkt beschwert. Ja, ist halt so. Ich meine, wenn man schon so eine Retro-Geschichte macht, dann sollte man doch wenigstens für jedes Mitglied irgendwie ein Trikot zur Verfügung stellen. Wäre doch mal eine gute Geschichte. Aber anscheinend gibt es einfach zu viele alte Säcke, die alle in Erinnerung schwelgen und das Commodoro-Trikot vor mir bestellt haben. Dennis Gobik, servus. So ein Ding. Hast Angst, dass Tuchel weitermacht? Nee, das wird nicht passieren. Wie soll das passieren? Bei King Uli. Das wird nicht passieren, oder? Das ist ein Ding der Möglichkeit. Da kann der Tuchel 10 Champions League Siege holen, da kann der Manuel Neuer zum Uli gehen und betend auf die Knie fallen. Das wird nicht passieren, nach Ulis Aussagen. Also. Kein Trainer, kein Umbruch, kein Finale darum. Ja, wir sind doch jetzt auch mit dieser Grottenmannschaft auf dem Weg ins Finale. Also. Bielika ist aber der Wichser, Alter. Was ein unsympathischer Mensch, ey. Die Manchester haben davor alle anderen auch verkackt. Ja, das ist doch, was ich sage. Also daran jetzt einen Ten Hag zu messen, sorry. Wer das macht, hat leider irgendwas verschlafen. Ja, vielleicht hat der Guardiola irgendwann mal Bock. Nochmal auf dem FCB. Ja. Ist ja jetzt noch nicht so alt, ne? Wer weiß. Der lässt sich nichts sagen. Also da gehe ich von aus. Aber deswegen ist die Chance ja auch so. Verstehst du? Deswegen haben wir doch die Probleme, gerade einen vernünftigen Trainer zu finden. Weil wer hat denn Bock darauf? Ja, und deswegen sagt der Aufsichtsrat doch immer Daumen runter, Daumen runter, Daumen runter. Warum denn wohl? Ja. Ja, Van Gaal ist keine Überlegung. Da geht es ja gesundheitlich gar nicht gut genug dafür. Ja, na klar. Wir zahlen auch 100 plus Millionen für ein Zio Hernandez. Na sicher. Na klar, Leute. Weil der Spieler zugesagt hat. Ja. Ist aber auch schön, wenn das irgendwelche spanischen Zeitungen berichten, dass ein Spieler von AC Mailand den FC Bayern zugesagt hat. Das ist immer sehr seriös alles. Ne? Läuft. Trommelfeuer, moin. Wisst ihr, Dortmund PSG auch anschauen? Jo. Wenn, vielleicht nur nebenbei, aber ich werde es auf jeden Fall gucken. Ja. Der FC Bayern wird viel zu schlecht dargestellt bei der Trainersuche. Nee, wird er nicht. Der FC Bayern stellt sich selber so schlecht dar bei der Trainersuche. Das ist das Problem. Mourinho, wilder Take. Simon, danke für 2 Euro. Warum kam kein Sound? Überlastet oder was? Oder kommt noch? Guck mal eben, warte mal. Nicht, dass hier wieder irgendwas aus ist, ey. Nö, ist alles an. Vielleicht eine Störung.
Moin zur heutigen Therapiestunde. Natürlich dürfen die 2 Euro Begrüßungsgeld nicht fehlen. Haha, nee, sagen wir es so. Die Bankkarte hat heute im Online-Shop heftig gelitten. Hast du dir gegönnt, ja? 10er-Pack Trikots oder was? Mit Vlog und Logo und allem? Heiko, servus. Na so's. Gruß zurück nach Stuttgart. Ben, servus und Glück auf. Neue Trikot ist sexy. Wie lange bist du schon Bayern-Fan-Mitglied? Seit ich auf dieser Welt erschienen bin. Daniel, da müsste man ja erstmal Karten für bekommen. Glückwunsch zu 6 Abos. Buddy! Olli, servus. Am Ende wird es doch Gerland, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, auch da wurde zu viel Glas zerbrochen. Ja, Lucien Favre ist da wohl eine der... Aber ich glaube, auch da wird, obwohl Kalle ist ja pro Favre, war ja schon immer, aber ich glaube, Uli ist nicht so dafür. Das Problem ist ja, dass bei uns 8 Leute entscheiden müssen oder den Daumen heben müssen, damit ein neuer Trainer überhaupt verpflichtet werden kann. Das ist so ein klitzekleines Problem gerade, glaube ich. Wäre ja auch zu einfach, wenn man Sportvorstand einstellt und sagt, guck mal, du kümmerst dich jetzt mal um die Trainersuche und stellst einen Trainer ein, der passt. Wäre eine Farce, oder? Ist ja utopisch. Wer macht sowas? Wie könnte man so einen Verein leiten? Wäre ja Schwachsinn, sowas zu tun. Oder? Lächerlich. Undenkbar beim FC Bayern. Ja, Ben, mir ist das auch völlig wurscht, wie der neue Trainer heißen sollte. Wenn er passt, wir vernünftigen Fußball sehen, ist doch alles gut. Soll Eber in Kontakt mit seiner Mutter sein? Wohl eher mit Hönes Frau, wa? Vielleicht macht die den Job. Nein! Wir geben kein gutes Bild ab im Ausland. Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich gar nicht. Gewinnen wir morgen? An Erfahrung auf jeden Fall, denke ich. Sky 19 habe ich früher auch immer geguckt, ja. Aber aktuell habe ich für den ganzen Bums keine Zeit. Mourinho kommt doch niemals, wenn er die 4. Wahl ist. Aber ich glaube, dem Mourinho wäre das schon scheißegal. Ich schätze ihn so ein. Er ist halt so maßlos von sich überzeugt. Ich glaube, dem wäre das scheißegal. Ich glaube auch, dass er es machen würde. Michael, wenn du den FC Bayern verfolgen würdest, dann wüsstest du, dass ein Ten Hag sich allein schon qualifiziert hat bei unserer zweiten Mannschaft. Ansonsten hättest du davor mal nach Holland gucken müssen, was er da für Fußball hat spielen lassen und welche Spieler er da entwickelt hat. Da denke ich schon, dass ein Ten Hag sich qualifiziert hat. Was sagst du zum neuen Heimtrikot? Ja, Triple Red, ne? Und Edin, ja, ganz klar. Ja. FC Bollywood Sommertour. Müssen aber den indischen Markt langsam einsteigen, oder? Passt doch dann. Ja. Das alle noch nicht gerafft. Kai hat schon lange als neuer Trainer für die neue Saison unterschrieben, ja. Bauchgefühl sagt, beide deutschen Teams fliegen raus. Also mein Bauchgefühl sagt, Dortmund kommt weiter, wir scheiden aus. Aber mein Bauchgefühl ist ja eigentlich immer falsch.
Zumindest was den FC Bayern betrifft. Von daher stehen die Chancen vielleicht nicht schlecht. Wenn Tore weitermacht, komme ich die alle im schwarzen Jeep abholen. Ja. Ja, Daniel, aber da muss der Trainer natürlich passen und du musst echt die Mannschaft cutten, damit überhaupt mal ansatzweise wieder Mir-Samir-Gefühl entsteht und man den Eindruck hat, dass Spieler Bock haben, beim FC Bayern zu spielen. Alter. Gnabry immer noch Auer? Ob der einen Auer hat oder nicht, Alter. Bei der Leistung, die er in Stuttgart gezeigt hat, braucht er gegen Real Madrid gar nicht erst auflaufen, Alter. Guck's ja, servus. Ja, guck doch mal auf der Seite beim FC Bayern. Vielleicht gibt es ja schon eine Stellenausschreibung. Wäre auf jeden Fall mal ein witziger Umgang mit der Situation. Ganz guten Abend. Nee, den Jupp brauchst du nicht anrufen. Der hat die Telefonleitung schon ausgestöpselt, Alter. Wie viele Daumen gehen wohl hoch, wenn Uli sagt, ich mach das jetzt? 10? Naja, nochmal ein Finale vorherzusagen ist völliger Schwachsinn. Genau wie das Spiel morgen vorherzusagen ist völliger Schwachsinn. Das kannst du einfach nicht vorhersagen. Es kann immer so viel passieren. Du brauchst nur eine Fehlentscheidung, du brauchst nur eine rote Karte in den ersten 5 Minuten, sonst was. Es ist unmöglich, solche Spiele vorherzusagen. Jeder, der meint, er kann das, du kannst ein Bauchgefühl haben, alles fein. Du kannst diese Spiele niemals vorhersagen. Allein Tagesform, vielleicht hat, was weiß ich, hat der Manu einen Furz quer sitzen, Alter, und macht so eine Faxen wie in Stuttgart und auf der anderen Seite dasselbe. Nein, man kann solche Spiele, wo in einem Spiel alles entschieden wird, absolut nicht vorhersagen. Das siehst du jede Saison in den Pokalspielen. Also, das ist ein Ding noch eine Möglichkeit. Genau. Und wir wüssten, wen wir schon alles haben als Trainer. Wir haben nämlich schon einen ganzen Stab aufgebaut. Rot-weiße Grüße aus der Hauptstadt. Servus. Walterada, hi. Heute erstmal das neue Heimtrikot bestellt. Alter, ich merke schon, da sind die Bestellungen heute reingeballert, aber. Ja, wir müssen die Kohle ja auch reinholen für die nächsten 100 Millionen, Mann. Zio Hernandez, Alter. Ja, ist richtig, Tom. Ist ja, was sie gerade sagte. Bei uns im Verein müssen halt 8 Leute den Daumen nach oben halten. Für den neuen Trainer. Linke Verteidigerposition ist keine Baustelle, sehe ich auch so. So gar keine. So absolut null. Wie gesagt, du hast auch noch einen Aznu, wa? Den kannst du auch einfach mal integrieren. Wofür hat man den Spieler verpflichtet? Peter Neururer, jo. Alles wird gut, ey. Hobbydampfer, es gibt Trainer, wie sind da mehr? Ich denke, da sind wir uns alle einig, also. Und da wird es mit sicher auch 50% geben, die Ballbesitz Fußball spielen und Bock haben, irgendwo Talente zu entwickeln. Die Suche nach einem Maulwurf, ja, da musst du einfach nur bei Uli anklopfen. Felix Hümmer, servus. Ja, beim FC Bayern Shop, Alter. Wo soll ich mich sonst beschweren? Ich habe halt den Kundensupport angeschrieben, wie das sein kann. Kann man Uli nicht auf die Transferliste setzen? Ja, der wäre gut, ey. Captain Albania, servus. Am Ende bleibt es Tuchel. Nee, niemals. Ich dachte, das wäre vom Tisch. Ich musste mal nach Spanien in irgendeiner Presseabteilung gucken. Ich weiß gar nicht, was kostet das neue Trikot denn jetzt? Ich habe gar nicht geguckt.
Ansonsten bestell es aus China für $30, Alter. Alles ist gut. Wie stellst du dir die Sitzung vor bei den Trainervorschlägen? Habe ich dir doch schon gesagt. Der Max Eberl und der Christoph Freund, die haben einen Trainer, sind überzeugt, dann dackeln die hoch zum Aufsichtsrat. Die Türen gehen auf, dann sitzen da 5 alte Herren und dann sagen sie, hallo, dürfen wir bitte diesen Trainer verpflichten? Dann macht jeder so oder so. Und wie Uli gesagt hat, bei einem, der so macht, reicht schon. Muss nur einer den Daumen runter machen, ist er abgelehnt. Nicht meine Worte, Ulis Worte. Ihr könnt euch das FAZ-Interview angucken. So läuft das bei uns im Verein. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, es wäre ja auch eine Katastrophe, wenn Sportvorstand einen Trainer einstellen würde, oder? Nee, da müssen 8 Leute entscheiden. Und so Leute wie Chrissy, Herbert Heiner, die richtig kompetent sind, was Trainer angeht und Mannschaftssport und schon wild. Ja, genau, Manfredo, das ist auch mein Humor. Service TV mit VPN ist kostenlos. Dem Mourinho ist das auch egal, dem wäre das egal. Gerhard Berger, Alter, was ist denn heute los mit dir? Hast du auch irgendwas Verkehrtes in deiner Pfeife gehabt oder was? Sag mir doch mal ein Verein, wo es legitim ist, dass 8 Leute entscheiden müssen, ob ein Trainer eingestellt wird oder nicht. Ich bitte dich. Was ist das für ein Take, Alter? Wofür stellst du denn einen Sportvorstand ein? Dann brauchst du keinen Sportvorstand einstellen. Hast du auch mal gehört bei der Vorstellung von Max Eberl? Ja, wir haben jetzt ganz kurze Entscheidungswege, weil wir haben nur noch 3 Vorstände, die etwas entscheiden. Max Eberl, Chrissy, Herbert Heiner. So, das sind angeblich die Leute, die etwas entscheiden. Und nicht Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Edmund Stoiber und wer da noch alles in diesem verfickten Aufsichtsrat sitzt. Was ist das denn für ein Vorgehen, Alter? Wir reden über einen Trainer. Was interessiert denn ob da irgendein Adidas-Abgeordneter, ein Allianz-Abgeordneter, was die für eine Meinung haben? Ich meine, die haben eh keine eigene Meinung, weil die alle von Uli Hoeneß eingesetzt sind. Die sagen jetzt sowieso alle nur, was der Uli sagt. Ich bitte dich. Dann schmeißen Max Eber wieder raus. Wofür brauchst du einen Sportvorstand, wenn der keine sportlichen Entscheidungen treffen darf? Was ist das denn für ein Take, Alter? Eieiei. Das ist ja okay, wenn man mit denen diskutiert und sich Meinung einholt. Alles fein, alles gut. Aber es kann doch nicht sein, so wie der Uli das sagt, dass einer von den betagten Herren den Daumen senkt und das Thema vom Tisch ist. Das kann nicht zielführend sein. Und das ist mit Sicherheit auch nicht normal in diesem Fußballgeschäft. Könnt ihr mir nicht erzählen, Alter. Auf gar keinen Fall. Laser, Grüße. Effe würde den Flick nehmen. Ja, weil Flick der Einzige ist, der mit diesen Mund zu klargekommen ist in der Mannschaft. Das ist wahrscheinlich sein Take. Eines Tages hatten wir zu wenig Eier, Sebastian rechtzeitig zu fragen. Aber der kennt den Verein halt auch. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock. Weißt du? Weil er weiß, wie die Strukturen sind. Schon mal daran gedacht?
Ja, aber das ist doch das Schöne dann für einen Trainer. Hat er doch die Chance, den neuen Kader mitzugestalten. Ist doch besser, als wenn du irgendwo hinkommst und der Kader ist da fest fixiert, oder? Was ja sonst immer das Problem beim FC Bayern war. Ist doch gerade ein Traum für einen Trainer. Die Frage ist, wie viel Mitspracherecht dieser kriegt. Anscheinend ja nicht so viel, sonst hätten Rangnick ja nicht abgesagt. Aber er wird ja wohl wenigstens ein bisschen Einfluss nehmen können. Bayern sucht jetzt auf Endide. Ja, frag mal nach, Antagon. Das reicht für den Lebenslauf. Wie würdest du einen Witz bei Bayern fühlen? Einen Witz haben wir genug gemacht. Wenn der Wirt zum FC Bayern möchte, muss er den Wirt verpflichten. Punkt. Egal für welchen Preis. 6:0 für München. Ach du grüne Neue. Hitzfeld aus der Rente holen. Mhm. Arsene Wenger wäre gut. Ja, der ist auch schon tot, Alter. Was, ey, wir reden davon, dass wir einen Trainer nicht für ein Jahr suchen. Wir suchen einen Trainer für eine neue Ära. Was willst du mit dem Arsene Wenger, Alter? Wie lange soll der noch auf der Trainerbank sitzen, ohne dass er einen Herzinfarkt kriegt? Was ist denn los mit euch? Thomas supportet mit 6 Euro für 6.000 Abonnenten. Glückwunsch. Ja. Vielen lieben Dank für Glückwünsche. Ist natürlich nicht mein Verdienst. Ja? Das ist das Verdienst der 6.000 Leute, die auf den Abonnieren-Button geklickt haben. Vielen lieben Dank für 6 Euro. Ich weiß nicht, warum der Bot heute nicht funktioniert hat, Leute. Er hat wahrscheinlich auch die Schnauze voll von der Trainersuche. Deswegen streikt er heute. Vielen lieben Dank, Thomas. Vor allem zeigt das sogar in beiden Chats an, aber er spricht halt einfach nicht mit uns heute. Früher bekam der FCB jeden deutschen Spieler, mittlerweile nicht mehr. Wirtz wird nie zum FC Bayern gehen, er geht ins Ausland. Aha. Hast du mit ihm gesprochen oder was? Hat er dir gesagt, Hans? Hat er dir gesagt, dass er keinen Bock hat, in Deutschland zu spielen, sondern möchte gerne ins Ausland gehen? Mhm. Sehr gut. 100 Euro ohne einen Vlog und Badges. Okay. Billiger ist wieder zu haben. Ja. Ob ein Trainer gut ist, wird am Ende der Saison entschieden und nicht mit der Nummer, mit der er den Job bekommen hat. Das sagt ja auch keiner. Und ich glaube auch nicht, dass es am Ende der Saison entschieden wird, sondern allein, ich glaube, Tuchel konntest du auch schon nach einem halben Jahr sehen, dass er der verkehrte Mann ist, oder? Ja, Authentic-Trikot, da darfst du ja auch nicht nachgucken. Sind doch hier im Chat maximal 50% in der Lage, ein Authentic-Trikot zu tragen, Alter. Sind doch alle alte Säcke hier. Ja, Tom, dann bist du auch selber schuld, wenn du das haben willst, oder? Wenn du die Werbung damit drauf haben willst. Wie die 10.000 Fans die Tuchel weiter wollen? Sind das nicht schon 19.000? Ich weiß es nicht. Die Frage ist ja, wie viele von denen sind denn Bayern-Fans? Ich glaube, der Teil ist nicht ganz so hoch, wie man denkt. Ich glaube nicht, dass Chrissy und Heiner wirklich da mitreden. Ja, natürlich nicht. Was sollen die denn da mitreden? Die sagen das, was Uli sagt. Brock Lesnar. Geil. Allein für den Nick, für deine Aussage kriegst du auch einen Daumen hoch von mir. Eigentlich entscheidet ja nur einer, ganz genau.
Ja, aber ist der Arsene Wenger nicht ein bisschen zu alt? Ich weiß es nicht. Ist der noch fit oder was? Google jetzt, wie alt er ist. Arsene Wenger. 74. Alter. Leute, I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie fit man mit 74 ist. Ich weiß nicht, wie fit der Arsene ist. Aber 74 ist schon eine Grenze, würde ich sagen. Nee, darf man nicht Hoffnung haben. Glaube ich nicht, dass Pep verpflichtet wird. Ja, dann guckt euch doch alle, die das nicht glauben, dass das so läuft, das FAZ-Interview vom Uli an. Der Uli sagt doch da, wie es läuft. Ich weiß nicht, worüber wir jetzt diskutieren. Das ist nicht mein Take, den ich gebracht habe, das ist der Take, den der Uli gebracht hat. Der hat gesagt, wenn einer im Aufsichtsrat dagegen ist, dann ist das direkt vom Tisch. Dann wird nicht weiter diskutiert. Punkt. Das kommt nicht von mir, das kommt vom Uli. Ja? Heute. Ja, junge Spieler haben wir genug. Damit Martin de Michelis hat keine Lust. Den kannst du ruhig reinwerfen. Wenn er keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Und auch das ist verständlich. Nee, das glaube ich nicht, Forget Me. Weil ich denke, der wird natürlich schon durchgeschüttelt werden, der Kader. Ich denke, die meisten Trainer haben einfach keinen Bock, eben wegen der... Guck die letzten Jahre an, Alter. Erstens haben wir die Trainer verbrannt. Zweitens haut dir der Aufsichtsrat einfach mal so in die Fresse, indem er sagt, so, ja, du hast keinen Bock, du entwickelst keine Spieler, du kannst eigentlich gar nichts. Und welcher Trainer hat denn darauf Bock, so behandelt zu werden? Das Echte kostet 150, das andere ist also unecht, oder was? Ist auch ein wilder Take. So, ich guck mal eben, ob ich deinen Post noch finde da. Lasst einfach den Musiala, den Tell, den Kretzi und den Pablo verkaufen und wir bauen mit Gnabry, Upa, Sané und Kimmich eine neue Mannschaft auf. Das wird großartig. Ja, das wird großartig. Denke ich auch. Na, die Jungen weghauen, da kriegst du auch mehr Geld für. Passt doch. Christoph Weißbart, hallo. Ist auch geil, ne? Er geht mit Alonso zu Real. Na klar. Wie ihr das alle wisst, ne? Ihr seid doch alles so Bild-Zeitungstypen hier, oder? Ihr wisst alle, was ein Florian Wirtz gerne machen möchte, oder? Na klar, der ist verliebt in Alonso. Die gehen Hand in Hand morgens ins Bett und stehen abends wieder auf. Deswegen geht er natürlich, weil auch jeder schon weiß, dass Alonso nach Real geht, oder? Ist ja auch schon in die Steintafeln von den Antikern gut das eingemeißelt, dass das im nächsten Jahr passieren wird. Und natürlich nehmt er dann Florian Wirtz mit. Ist doch klar, oder? Der hat ja keine eigene Meinung. Alter, ihr haut immer Takes raus, da fällt mir immer ein Ei aus der Hose, Alter. Bellingham Haaland war der FCB auch nicht interessant. Alter Knalto. Wild, ey. Wenger ist scheintot. Ne, 74 ist er. Du glaubst, dass er mit Real mit Alonso zu Real geht. Kara, das ist okay, das kann man äußern. Hm? Das kann man äußern, das mache ich ja auch.
So ist ja auch mein Bauchgefühl. Aber so eine Leute, die hier reinschreiben, ja, der geht auf jeden Fall mit, der geht nächstes Jahr auf jeden Fall nach Real und dann nimmt er den jetzt mit. Alter, merkt ihr noch irgendwas? Habt ihr, weiß ich nicht, habt ihr eine Glaskugel? Dann sagt mir die Lottozahlen, Alter. Dann ist doch alles gut, dann brauchen wir nicht mehr arbeiten. Glaubst du an sie dann? Nein. Ein ausländischer Trainer hat die Debatte eh nicht verfolgt. Dann solltest du dir mal eine ausländische Sendung angucken, wie die Leute gerade über den FC Bayern denken. Dann wirst du dich aber sehr wundern. Aber ganz schön wirst du dich dann wundern. Okay, also für alle GB hat Liebeskugeln, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Ekelhaft. Was willst du zu Felix Magath sagen? Was willst du denn mit dem, Alter? Felix Magath funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr als Trainer. Du kannst nicht mehr mit Angst eine Fußballmannschaft regieren. Aha. Hans, Alter, du bist ein ganz wilder Typ, Alter. Ich lass mal deinen Tag da so stehen, dass wir nicht das Geld haben. Oh, Junge, Alter. Da könnte ich so viel zu sagen, aber da habe ich gerade keine Lust zu. Junge, bist du vernagelt im Kopf? Das ist, was ich dir sagen kann, Alter. Junge. Entweder hast du null Peilung vom FC Bayern oder du bist einfach nur hier, um zu provozieren. Anders kann ich mir deine komischen Kommentare hier nicht erklären, Alter. Junge. Solltest du dich vielleicht erstmal mit dem FC Bayern auseinandersetzen, dann kannst du vielleicht mal so eine Takes raushauen. Aber dann bitte auch, warum du das so denkst. Ansonsten muss ich nämlich so weit ausholen und dich hier vernichten, Alter. Junge. Du ein an der Murmel. Ach, herrlich, Hans. Du zauberst mir ein Lächeln ins Gesicht. Philipp Lahm wollte schon ohne ihn alles entscheiden. Uli wollte nicht loslassen. Ja. Deswegen ist ein Philipp Lahm ja auch nicht im Verein geblieben. Weil er einfach keine... Er wäre quasi der Lehrling gewesen vom Uli und hätte alles umsetzen müssen, was der Uli ihm sagt. Darauf hatten Philipp Lahm keinen Bock. Deswegen wurde es ja dann Christian Nährlinger. Und danach ein Brazzo. Ja. Und jetzt ein Eberl. Ja. Der bekanntermaßen 3 bis 4 Mal den Uli eine Woche anruft. Ja. Wild, oder? Hans, ich werde dich ab jetzt überlesen, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Kannst dich hier mit den anderen im Chat rumstenkern. Klassiker sind außerdem Trainer verfügbar, weil die haben nicht den Trainerschein, den du brauchst. Oh, Alter. Zu Penny. Ach, herrlich. Gut, dass ich heute gute Laune habe, Leute, ey. War das immer noch Gnabry sein Tor? Da kannst du wahrscheinlich auch bis zum nächsten Duell mit Real Madrid warten. Obwohl, wird der Gnabry dann noch beim FC Bayern sein? Ich glaube nicht. Nee, Simon, das stimmt nicht. Das Authentic-Trikot brauchst du, wenn du ein Sixpack-Bauch hast. Ein super durchtrainierter Dude bist. Dann ziehst du ein Authentic-Trikot an, weil dann sieht das aus wie bei Robben, weißt du? Der sich so rausschälen musste damals. So ein Ding. Das ist wie eine zweite Haut. Für uns alten, dicken Männer ist sowas nix. Marco, Köppen, danke. Jetzt musst du Schalke gehen. Das denke ich auch, ja. Schalke wieder hochkommt, ne? Ach ja. Bayern ist nach Real die beste Mannschaft Europas in den letzten 10 Jahren.
Wer hätte das gedacht, wa? Raphael. Ja, das wird nicht passieren, Alter. Adam, ja, natürlich macht der Uli das jetzt. Uli hat ja auch nichts mit der Entlassung vom Nagelsmann zu tun gehabt. Andi Mullen schreibt, ich hoffe, Pep kommt nicht nach München. Er hat doch schon bei seiner ersten Amtszeit als Trainer versagt. Ohne massig Geld kann er doch auch nicht zustande bringen. Er ist total überbewertet. Starke Meinung auf jeden Fall. Die wirst du auch sehr exklusiv haben. Aber das ist auch völlig okay so. Nein, der Wirtz bindet seine Zukunft nicht an Alonso? Was denn jetzt? Ist die wahre Liebe gescheitert, oder was? Nein, wild. Florian Wirtz ist klar im Kopf von Familie gut beraten. Es kommt darauf an, ob er in Deutschland bleiben will oder nicht. Ja. Wenn ja, geht sein Weg unweigerlich nach München oder er will ins Ausland und dann können wir machen, was wir wollen. So sieht's aus. Der Junge kann sich den Verein aussuchen, egal wo der hingeht. Am letzten des Monats wird er sich noch einen Schnitzel leisten können. Ganz genau. Aber ich bin gerade wirklich, ich bin ratlos. Dann kommt der, Mann, dann kriegen wir den Wirtz ja nicht, weil der Alonso kommt ja nächstes Jahr zum FC Bayern. Weil wir haben ja nur einen Übergangstrainer, weil uns keiner trainieren will. Mist, ey. Scheiße. Kriegen wir den Alonso und der Wirtz geht nach Real. Mann, oh Mann. Magic Jan, guten Abend. Vielleicht wird ja auch der Wirtz neuer Trainer. Ja, genau, Spielertrainer macht er. Das ist nämlich der neue Trend ab nächstes Jahr. Wirtz und sein Vater sind Bayern-Fans, habe ich mal gelesen. Ja, habe ich auch mal gelesen. Er kann in 14 Jahren zu Bayern. Ja. Ob wir noch eine gute Lösung finden, werden wir sehen, Brock. Aber wir werden eine Lösung finden, ja. Genau, Satz. Effenberg sagte doch im Doppelpass gesagt, die Absagen sind nicht gegen den FC Bayern gewesen sind, sondern für deren aktuelle Arbeitspapiere, die Bestand haben. Ja, na klar. Deswegen verhandelt man ja auch erst eine Woche mit dem FC Bayern, weil man ja eigentlich kein Interesse dran hat, weil man super gerne Nationaltrainer in Deutschland oder in Österreich bleiben möchte. Verhandelt man erstmal eine Woche und dann sagt man ab. Natürlich. Ja, klar. Ist doch logisch. Junge, Alter. Wenn das so läuft wie beim Alonso, man fragt an, der sagt, nee, ich möchte gerne hier in Leverkusen bleiben, weil ich habe noch eine Mission. Gehe ich mit. Ja, die anderen beiden ist Schwachsinn, Alter. Dann rede ich nicht über Tage mit diesem Verein und versuche irgendwas auszuhandeln. So, dann sage ich, nee, ich möchte gerne hier bleiben, weil ich eine Aufgabe habe. Alles gut. Ja, also, was ist... Also, entweder hat der Effe auch irgendwie seine Gehirnzellen weggenagelt oder ich weiß es nicht. Wo ist denn da das Argument? Nochmal, dann verhandle ich doch nicht über mehrere Tage mit diesem Verein. Dann FC Bayern fragt an, Julian, Ralf, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, beim FC Bayern Trainer zu werden? Dann sagen die, ja, lass mich mal einen Tag drüber nachdenken. Und dann sagen die, ja, kann ich mir vorstellen oder nein, ich bleibe bei meinem Verband. Ist das denn für ein Take, Alter? Dann quatsche ich doch nicht eine Woche oder mehrere Tage mit diesem Verein. Dann sage ich doch, alles gut, ich bin hier glücklich, möchte mit Österreich was erreichen und gut ist. Also, wie kann man auf die Idee kommen, dass das dann keine Absage ist, sondern eine Zusage für da, wo ich gerade bin? Ja, wenn dem so wäre, verhandle ich nicht mit dem anderen. Was ist das für ein Schwachsinn, Alter? Junge. Ich meine, dass die Trainer das nicht anders kommunizieren können, ist klar. Und Rangnick kann sich jetzt nicht dahinstellen und sagen, ach nee, ich habe nicht die Kompetenzen beim FC Bayern bekommen, deswegen bleibe ich jetzt in Österreich. Aber warum Effe so Mist erzählt, weiß ich nicht. Aber daran sieht man, dass ich so Doppelpass und so einen Scheiß gar nicht gucken brauche, Alter. Will ich mich nur aufregen. Karl-Heinz Klinger, ja, das ist ja auch alles richtig. Du kannst das ja gerne für einen Tuchel die Karma-Kette nennen, dass er den Einlauf öffentlich gekriegt hat vom Uli Hoeneß. Aber nochmal, welches Signal sendest du denn an
kommende Trainer. Das ist doch der Unterschied. Kannst du doch nicht bringen, wenn du gerade, vor allem, wenn du gerade einen neuen Trainer suchst. Du suchst einen neuen Trainer, Alter. Verstehst du? Und demontierst dann öffentlich den Trainer, den du gerade hast. Dann denkt sich doch der neue Trainer, Alter, habe ich darauf Bock, wenn es mal scheiße läuft? Nee, eher nicht so. Dann bleibe ich doch lieber da in meiner Wohlfühloase. Das ist doch ein kleiner oder feiner Unterschied. Oder ob ein Tuchel sich da hingesetzt hat vor der Saison und hat einen Kimmich und Goretzka demontiert. Ja, hat er, ist vollkommen richtig. Aber du kannst ja nicht das Paar Schuhe mit denen vergleichen. Also das passt nicht. Labadia, was willst du mit dem Labadia, Alter? Junge, ey, wie kommt man denn auf Labadia? Also Labadia hat jedes Mal ein gutes Jahr gehabt. Und meistens kam er in der Halbserie, hat eine gute Rückrunde gespielt, eine gute Hinrunde und dann war nichts mehr von seinen Mannschaften zu sehen und dann wurde er entlassen. Das ist Bruno Labadias Trainerkarriere. Also ich weiß nicht, wie man auf den kommen kann. Uli hat schon reagiert, klar, der hat mich gestern angerufen. Ich habe das ja eigentlich auch im Vorhinein mit ihm abgesprochen. Ne? Hab ihm gesagt, nimm das nicht so persönlich, Uli. Ja, aber nochmal, wer soll dem Uli das denn klar machen im Verein? Alle Personen, die jetzt in handelnden Positionen sind, wurden vom Uli dahingesetzt. Meinst du, dann sagen jetzt diese handelnden Personen, es wäre schön, wenn dem so wäre, ich würde das begrüßen, ja? Aber meinst du, dann sagen die handelnden Personen jetzt, ja, pass mal auf, Uli, ist jetzt vielleicht mal eine Grenze überschritten, fahr mal einen Gang zurück. So, wer soll das denn machen? Wer? Der Dresden, den er hingesetzt hat, der Heiner, den er vor ein paar Jahren als Präsident da hingesetzt hat, den Eberl, den er da hingesetzt hat, mit langem Hin und Her musste er erstmal durchringen und bla und Sülz, den Freund, den er da hingesetzt hat. Wer soll denn da die Fresse aufmachen gegenüber Uli, Alter? Geht nicht. Unmöglich. 5 von 10 bewerte ich das neue Trikot. Aha, die Verträge waren doch jetzt gar nicht das Problem. Wo waren denn jetzt die Verträge das Problem bei den Trainern? Wenn der Rangnick gesagt hätte, ich möchte zum FC Bayern, hätte der FC Bayern die 15 Millionen gezahlt und wäre gut gewesen. Haben wir beim Nagelsmann gemacht. Wo ist das Problem? Das ist doch völlig wurscht. Das Trikot wie Wurst im Pelle, bitte, genau. Ja, Pep hat ganz klar versagt bei uns. Wie war das? Tuchel möchte per Elfmeterschießen weiterkommen und mit mindestens Gnabry ein Tor. Okay. Gibt es noch einen anderen Chat, oder? Es gibt einen Twitch-Chat und einen YouTube-Chat. Siehst du aber auch, wenn du auf dieses Bild schaust, wo der Chat ist. Da siehst du entweder ein YouTube-Symbol für eine Nachricht aus dem YouTube-Chat oder ein Twitch-Symbol für eine Nachricht aus dem Twitch-Chat. Deswegen ist der Chat hier übrigens eingeblendet. Also einfach den Ausschnitt vergrößern, meine Fresse braucht ihr eh nicht sehen und dann ist gut. Ja, Vertrag ist kein Problem heutzutage. Machen wir uns nichts vor. Verpflichtet ja auch nicht nur vereinslose Spieler, Alter. Minjay und Opa für 100 Millionen verkaufen. Tar holen und versuchen Van Dijk zu bekommen. Hansi für ein Jahr holen und wenn es nicht passt, den Guardiola oder Klopp bzw. Alonso holen. Ja, und dann machst du die Playstation aus, wa? Thomas Müller, Spielertrainer? Nee. Hast du einen Wunschtrainer? Nee. FC Hollywood lässt grüßen, ja. Van Gaal wird doch niemals einen Übergangstrainer machen, Leute. Dafür ist der Mann doch oft viel zu sehr selber Egomane, Alter.
Feiern würde ich die Lösung auch, aber nee. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Van Gaal sagen würde, au, yo, der Uli und ich, das war ja so. Hä? Komm, dann mache ich das für ein Jahr. Dem Uli zuliebe. Ja, na sicher. Na sicher. Ja, sicher. Da, 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 da. Ja, dreimal Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger und zweimal Champions League Halbfinale ist auch wirklich. Also, da ist man auf jeden Fall gescheitert. Weil man sowas natürlich auch schon mal generell immer an den Titeln festmachen sollte, oder? Deswegen ist ja auch, wenn Tuchel die Champions League gewinnen sollte, ist er ja der Messias. Für 80% aller Bayern-Fans. Ja. Weil Tuchel super erfolgreich ist. Auch vom Punkteschnitt her. Einer der besten Trainer bei uns. Ich will einfach nur den geilen Glatzkopf Ten Hag haben. Mhm. Einen kleinen Fetisch, wa? Leo. Ah. Ja, aktuell läuft wohl die Presse, also die PK mit Neuer und Tuchel. Och, nicht schon wieder der neue Alter. Soll doch einfach die Gosche halten. Warum ist die denn schon heute und nicht erst morgen? Das weiß ich nicht, ob der Effenberg jedes Mal nach seinem Karriereende was anderes gemacht hat. Er versteht auf Ulis Gehaltsliste, okay. Was muss man denn dafür tun? Vielleicht komme ich auch da drauf. Spielst du Brawl Stars? Nee, kenne ich nicht. Ja, Armin Fee nicht was für uns. Wild. Weiß ich nicht. Sind wir wieder bei Labadier und den Spielerfrauen angekommen, oder was? Wir können den Tuchel nicht tauschen, weil wir den Tuchel entlassen haben, wa? Zockst heute Manager, Kai? Da ja angeblich gerade die Pressekonferenz stattfindet, werde ich da wohl keine Zeit für haben nach dem Stream. Ja, also wenn ich mir das jetzt hier im Chat durchlese, die sagen alle morgen. Ich habe gerade die Benachrichtigung gekriegt. I don't know. Ja, ich guck mal eben. Kann halt sein, dass sie das schon rausgehauen haben, dass sie morgen ist. Normal ist sie immer einen Tag vorher. So, FC Bayern München live. Pressetalk Tuchel vor Real Madrid geplant für 7.5.24 um 19:20 Uhr. Also morgen um 19:20 Uhr. Haben wir das geklärt? Also doch ein Manager. Das weiß ich noch nicht. Die Fans müssten mehr Druck machen, Rücktrittsforderungen, ja, weil das den Uli wahnsinnig interessiert. Wenn du dich vielleicht mal ein paar Jährchen zurückerinnerst, gab es sowas in der Art schon mal. Warum sollte das den Uli auch jucken, Alter? Gab es eine Reaktion vom Uli auf deinen Stream? Ja, na klar. So ein YouTuber mit 6.000 Abonnenten, da kriegst du auf jeden Fall eine Reaktion vom Uli, Alter. Als wenn der FC Bayern nur irgendwas von meinem Kanal mitkriegen würde, Leute. Was ist denn los mit euch? Was habt ihr denn für Vorstellungen? Ah, wild. Kader könnte Uli die Meinung geigen. Ich glaube, die sind beide schon in vielen Sachen auf einer Ebene. Ja, für Opa und Minjay wirst du keine 100 Millionen kriegen. Ne?
Ja, aber selbst dann, das sind doch Sachen, die den Uli nicht interessieren. Selbst wenn er auf der Jahreshauptversammlung irgendeinen Gegenwind kriegen will. Außerdem passiert das doch nicht. 80% raffen das doch gar nicht. Ja, Philipp, genau so sieht's aus. Der hat schon die Leute da hingesetzt, wo sie sitzen müssen. Ja, ich denke auch, Minjay kannst du nicht wirklich beurteilen nach dem Jahr. Da gehe ich auch mit. Der sollte echt mal erstmal irgendwie mal gefühlt mal ankommen, gefühlt mal eine Pause haben und gehe ich mit. Da habe ich schon vor einigen Jahren gefühlt. Da fand ich sehr schade, dass man sich nicht um ihn bemüht hat. Hatte der nicht immer eine Ausstiegsklausel für 25 Millionen oder sowas? Ich meine, die hat er mal gehabt. Habe ich nicht verstanden, warum man sich da nicht um ihn bemüht hat. Ja, danach war er natürlich im Loch, aber war ganz Leverkusen. Möder hört nach dieser Saison auf, kein Spaß. Aha. Nee, hört er nicht. Warum sollte Klopp oder Guardiola zum FCB zurückkommen? Wie soll denn der Klopp zum FCB zurückkommen, Alter? Der war noch nie da. Ach, das ist der Hans wieder. Hans, Alter. Junge. Ich hab dich wieder gelesen. Es brennt in meinen Augen. Pep sagte damals, er werde nie wieder zum FCB zurückkommen. Er wird das auch so durchziehen. Zumindest schätze ich ihn so ein. Wie wär's mit Urs Fischer? Wegen mir? Ja, wie gesagt, Louis ist ja auch gesundheitlich nicht so auf der Höhe, ne? Ohne Trainer wäre es genauso weit gekommen in der Champions League. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dass die Spieler da natürlich Bock gehabt hätten, ja. Aber habe ich ja auch schon in den Kommentaren gelesen gehabt. Lass doch einfach ohne Trainer. Das Problem ist, wie machst du es dann? Nimmt da Manuel Neuer als unser großer geheiligter Capitano den Knobelbecher mit 2 Würfeln? Knobelt. Oh! Die 36. Haben wir die? Hat jemand die 36 auf sein Trikot stehen? Wenn, dann spielst du morgen. Der nächste. Wie soll das funktionieren, Leute? Aber schöne Idee, ne? Schöne Idee. Ah. Phil, servus. Hoffe, dass der bis Mittwoch wieder fit ist. Ja, hoffen wir, das können wir alle hoffen, ja. Ei. Hüpfe Bayern, hüpfe ole ole. Neuer kann man echt nicht zuhören. Wo siehst du Bayern in 2 Jahren? Boah, das ist wild. Auf jeden Fall nicht da, wo wir jetzt sind. Entweder geht's nach unten oder es geht wieder nach oben. Liegestütz-Challenge. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine richtig geile Idee gewesen. Richtig geile Idee gewesen. Um auf Ulis Liste zu kommen, muss nur gute Text und alles positiv reden. Ja, dafür bin ich ja zu ein kleines Licht. Weißt du? Ich muss erstmal gucken, ob das noch funzt hier. Sieht gut aus, Leute.
Ja, wir wollen ja das Gute oben beibehalten, ne? Nee, ich glaube, das kann im Moment keiner vorhersagen, wo man Bayern in 2 Jahren sieht, oder? Dafür sind gerade zu viele Fragezeichen da. Gerade kommt News, dass Ten Hag es wird. Oh! Von welcher Zeitung kommt die News? Sag es mir, schnell! Ach, herrlich. Nach deinem Video wird es nicht mehr mit deiner Aufnahme auf die Uli Gehaltsliste. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der kennt doch niemals Bayern-YouTuber. Oder der weiß nicht, wie man Streaming anmacht. Wie soll der... Das wird nichts. Dem Uli musst du noch per Hand einen Brief schreiben. Ja, Karl-Heinz Klinger. Das musst du auch nicht sehen. Alles gut. Kannst gerne Uli huldigen und jeden Morgen ein Gebet für ihn sprechen. Ist alles gut. Sollst dir vielleicht mal diese TZ-Geschichte anschauen. Wenn du dann immer noch der Meinung bist, Hut ab. Topsten Abend. Junge. Hans, ich hab dich jetzt geblockt, also du gehst mir auf den Sack. Nur, dass du Bescheid weißt. Nicht, dass du dich wunderst, dass dir keiner mehr antwortet. Junge, Alter. Uli muss ablösefrei in Real verkauft werden. Eieiei. Der Kicker, eine neue konkrete Spur. Führt zu Erik ten Hag. Welchen Spieler macht ihr euch denn auf das neue Trikot? Anbu, nochmal. Nummer 13 und Red Munich. Alles andere ist eine Katastrophe. Was hältst du von Ten Hag? Ich denke, er lässt offensiven Fußball spielen, kann Spieler entwickeln. Das ist doch schon mal ein gutes Ding, oder? Ansonsten werde ich die Trainer nur noch beurteilen, wenn sie denn bei uns sind. Ich werde nicht nochmal den Fehler machen, wie ich es bei Tuchel gemacht habe. Da. Uli hat gesagt, dass Kai mit einem recht hat. Ja. Wäre eine Show bei RTL 2. Bayerns Next Top Trainer. Moderiert von Heidi Kaulitz. Mit Titelsong von Modern Talking. Oh, Modern Talking würde ich fühlen, Alter. Kannst du was zu Ten Hag sagen? Nee. Ja, ist auch super, super dumm, diese Übergangstakes. Habe ich in dem Video auch gesagt. Du kannst sowas machen, wenn du, keine Ahnung, du sprichst jetzt mit dem Kloppo, sagst, Kloppo, hast du Bock in einem Jahr den FC Bayern
richtig wieder auf Kurs zu bringen? Wenn Kloppo sagt, jawohl, komm, wir machen Vertrag fertig, dann kannst du gerne sagen, jo, komm, wir nehmen den Tiger, was weiß ich wen, den Effe, ja, der Effe macht das schon, nimmst du als Trainer für ein Jahr und gut ist. So, dann ist das eine Option. Alles andere ist keine Option, Leute. Du kannst nicht hingehen, den Trainer jetzt einstellen, in der Hoffnung, dass du nächstes Jahr einen Alonso, einen Klopp, einen Guardiola oder den Papst den 18. bekommst. Also, ich meine, es würde zu unserem Standing und zu unserem, was wir gerade abgeben in der Öffentlichkeit, würde es passen, wenn wir so einen Take bringen würden, ja. Aber es wäre eine Katastrophe. Bayern holt Safety Champions League. Okay, warte, ich habe einen Tauri liegen, den hau ich drauf. Wie ist denn die Quote? Was sagt die Quote, dass wir Champions League Sieger werden? Lohnt sich's? Müsste man gleich fix machen mit dem Vorvertrag. Ganz genau, GB. Über Jose Mourinho wird kaum diskutiert, dabei erfüllt er alle Kriterien. Kann ich nichts zu sagen, du. Ich weiß nicht, was Jose Mourinho für einen Fußball spielen lässt. Ich habe nur den Fußball gegen uns gesehen und das war schon wild. Denkst du ernsthaft, dass der Egoist Thomas Müller sich die weiteren 20 Minuten gehen lässt? Obwohl er genau weiß, dass sein sportlicher Anteil vielleicht bei 3-4% liegt? Nö, glaube ich nicht. Ja, der Kloppo ist durch und durch Dortmunder. Der kam auch auf die Welt, der hat auch nie eine Mainzer Vergangenheit gehabt. Der war direkt, wie er den Terzic, der stand auch in der Süd immer. Kloppo ist durch und durch Dortmunder. Deswegen ist er dann ja auch von Dortmund nach Liverpool gegangen. Die Fans stimmen ab über die Aufstellung. Das wäre auf jeden Fall interessant. Dann könnten wir wieder, wie Ambu sagte, eine Show auf RTL 2 machen. Wie wird die Aufstellung gegen den VfL Bochum sein? Ruft jetzt an und gewinnt noch ein handsigniertes Trikot. Kein Bock mehr auf das Thema? Hast doch gehört. Der muss am 1. auf dem Feld stehen, bis dahin wird das Thema sein. Was ist eigentlich mit dem Jogi Löw Gericht? Jogi Löw Gericht. Lecker, der Jogi. Kann den Hansi gleich mitbringen als Covid, aber? Uli natürlich nicht gefallen mit Van Gaal, natürlich nicht. Montag Abstimmung, Information, Mittwoch Spießi, Freitag Aufstellung, Samstag Ersatzbank und ab dafür. Ja, und was machen wir mit den Wechseln? Live-Abstimmung oder was? Im Livestream? Dejan, aber wenn du das weißt, dass diese Tags kommen, weil man zu viel Bild, Zeitung und TikTok konsumiert, das heißt ja, du konsumierst das auch. Merkst du was? Jason, stepp mir mal Liegestütze. Wo ist der denn, Alter? Den habe ich gar nicht eingeladen. Kein Ersthelfer vor Ort? Ja, na klar. Ich habe hier direkt, weißt du, wie so in den öffentlichen Gebäuden neuerdings, habe ich hier hängen. Brauche ich nur rausnehmen aus dem Kasten drauf. Pff, fertig, läuft wieder. Ich will gerne mal bei irgendeinem unwichtigen Bundesligaspiel Neuer als Feldspieler sehen. Ich nicht. Dicke Gruß von der Trainer von der Meister. So sieht's aus. Morgen jetzt wieder Zidane mit Ribéry, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, was YouTube ist. Das denke ich auch. Ah. Bei den aktuellen Transfergebühren von Topspielern reichen noch eine Handvoll Reinfälle, um komplett am Arsch zu sein. Ein Topspieler, ich weiß nicht, welcher letzte Topspieler war denn voll für den Arsch. Waren selbst mal näher 10 Tore gemacht oder sowas. Eine Brieftaube schicken, ja.
Ja, es ist ja auch okay. Das soll ja auch gar nichts gegen Uli sein. Ich meine, Uli ist halt einfach im Alter, da hast du nicht unbedingt was mit Internet und Social Media zu tun und den ganzen Mist. Was wahrscheinlich auch gar nicht schlecht ist. Und durftest du mit reinnehmen, Uli? Für Geld dafür zahlen, Klaus Augenthaler als Coach zu sehen. Ja, Auge hat man ja auch irgendwie. War auch sehr schade, dass er nie bei uns Trainer war, ne? Auch nur in der Jugend. Es gibt genug Leute, die das machen für ein Jährchen, ja. Ihr habt doch gehört, der Bubble hat auch gesagt, wenn er an 99. Stelle ist, wenn der Uli ihn zweimal die Woche öffentlich beschimpft, ist gar kein Problem, der Bubble ist da. Also wenn alle Stricke reißen, rufst du kurz an am 31. Markus, kommst du morgen, ne? Machst du hier für ein Jahr den Bums, ne? Macht euch keine Sorgen. Wie geil wäre das Match zwischen Pep Guardiola und Alonso? Aha. Kannst du ja nächstes Jahr vielleicht in der Champions League sehen. Ich finde, Eber macht sich gut als Sporttrainer und ist auch von der Kommunikation her sehr sympathisch. Finde ich eigentlich auch, aber es ist halt schade, dass er so untergraben wird. Wann machst du auch mal mehr Streams, die draußen deine Stadt zeigen? Du weißt schon, dass ich ein Bayern-YouTuber bin, oder? Und kein, ich laufe durch die Stadt und mach was? Bin ich Monte? Max Arbeit, aber nochmal, also du kannst mir gerne 2000 zahlen im Monat, dann mache ich das. Ja? Aber ich habe 8 Stunden Arbeit jeden Tag. Also, das ist nicht mein Beruf hier, was ich hier mache. Da habe ich nicht die Zeit zu sagen, ich laufe jetzt mal 8 Stunden durch meine Hut hier und keine Ahnung, fragt die Dortmund-Fans, was sie zum FC Bayern sagen oder die Schalker oder was. Was ist denn los mit euch? Du bräuchtest auch gar keine 8 Stunden, um hier durch das Dorf zu laufen. Ich könnte noch nach Hamm weiterlaufen. Wenn einer bereit ist, die Jungen mal spielen zu lassen, ist das schon ein Riesenschritt nach vor. Ich denke, du wirst halt ein paar etablierte Spieler wirst du sehr wahrscheinlich abgeben, ne? Dann wirst du gar nicht drum herum kommen, auch mal Jüngere einzusetzen. DST. Mhm. Kunz könnte auch so ein Freund der Spieler und damit funktioniert er bei uns. Dann kann man in Ruhe mit Klopp verhandeln. Stefan Kunz hat auf jeden Fall einen guten Job bei der U21 gemacht, ne? Gerard, das weiß ich, dass ich damit nicht alleine war. Aber deswegen werde ich mir nicht mehr erlauben, mir ein Bild zu machen und zu sagen, yo, bam, der passt wie die Faust aufs Auge. Nee. Wenn man sieht, wie die Strukturen in unserem Verein gerade sind und sowas, kannst du auch einen Alonso holen und der kann bei uns komplett versagen. Machen wir uns nichts vor, oder? Wenn der einfach keinen Bock hat, da jede Woche sich hinzusetzen, mit 5 Leuten zu diskutieren, wie er denn am besten die Mannschaft aufstellen sollte, wie er denn am besten trainieren sollte. Das kannst du einfach nicht vorhersagen, Alter, bei uns. Das ist gerade eine Katastrophe. Lothar wäre nice. Mhm. Für die Fock, vielen lieben Dank. Glaubst du, Felix Magath ist ein Kandidat? Nee. Felix Magath wäre ein Kandidat, wenn du einen Trainer für ein Jahr brauchst. Ja. Ansonsten nochmal, mit Angst kannst du heute im Fußball nichts mehr erreichen. Und Felix Magath ist ein Trainer, der über Angst kommt. Ja, der hat kein Problem damit, was weiß ich, Kimmich oder wen auch immer, einfach rauszusetzen. Aber Felix Magath ist ein Trainer, der über Angst kommt, Alter. Ja. Wenn du nicht das machst, was ich sage, nimmst du 2 Medizinbälle und läufst 8 Stunden den Berg hoch und runter. Das funktioniert heutzutage halt nicht mehr. Das wird nicht mehr klappen. Und schon gar nicht beim FC Bayern, Alter. Nee. Die Traineroption F kann nicht nur eine Übergangslösung werden. Je nachdem, wer es wird halt, ne?
Ja, sag ich ja. Also, die eine Zeitung schreibt das, die andere Zeitung schreibt das. Es ist halt immer, also, wir müssen uns da doch nichts mehr vormachen, Leute. Hansi Flick ist der Richtige. Oh, bitte nicht. Kai, ich habe hier wieder so ein Spezi für dich. Und zwar, der Bulle Rot fragt, welche Qualifikation hast du eigentlich, dass du dem FC Bayern Aufsichtsrat fehlenden Fußballverstand vorwirfst? Hast du einen Trainerschein? Welche Klasse? Oder besitzt du nur Bild-Zeitungs-Sachverstand? Ich lese leider keine Bild-Zeitung. Das Na, weiß dann ich ist nicht. es Kaffeesatz, denke ich mal. Weiß ich nicht, was mich dafür qualifiziert. Vielleicht bin ich aber auch der Assistent von Uli Hoeneß und du weißt das nur gar nicht. Wäre eine Möglichkeit, ne? Wirst es nie erfahren. Sag dein Gefühl für Mittwoch, dass es nicht gut ausgeht. Was im Umkehrschluss heißt, dass die Chancen nicht schlecht stehen. Tedesco denkbar einfach, um mal in die Runde. Wie gesagt, der Name spielt doch keine Rolle, Alter. Ganz ehrlich nicht. Für mich spielt der Name wirklich keine Rolle. Das kann auch ein völlig Unbekannter, meinetwegen aus der zweiten oder dritten Liga sein. So, du musst den Trainer dann halt dahinstellen, sagen, Leute, egal was ihr sagt, was ihr wollt, das ist der Trainer. Die Entscheidungen zählen. Feierabend. Er muss halt passen. Müller nur verlängern bei max 5 Millionen Gehalt. Der Müller hat schon längst verlängert für das gleiche Gehalt, wie er vorher gekriegt hat. Ich weiß nicht, worüber wir reden. Das ist ein Ohrwurm wegen mir. Ja, selbst schuld. Yogi will nicht. Wer sagt das? Der Yogi? Frech. Bei Löwe habe ich komische Bilder im Kopf. Ich sag nur unterm Arm reiben und dann an der Nase schnuppern und das war noch harmlos. Leute, nur weil der Löwe mal ein bisschen menschelt, oder was? Bitte dich, ey. Ich weiß, ihr macht alle sowas nicht, ne? Hier, soll ich auch mal? Warte. Leute. Ich möchte nicht wissen, was ihr alle in euer kleinen, stillen Kämmerchen so treibt, ey. Frech. Ein Reaction-Video zum anonymen Brief, dass Tuchel Trainer bleiben soll, war übrigens episch. Okay. Na, ich habe mich einigermaßen zusammengerissen. Das heute Yogi Löw-Gericht. Einmal unterm Arm schnüffeln, bitte. Nee, ich hätte da ja nichts zugesagt, weil der Take, der in diesem Brief steht, den er da geschrieben hat, derjenige, der halt dumm ist wie ein Stück Holz, ist ja okay. Da wird er nicht alleine sein, der diesen Take sieht. Das werden ganz viele Bayern-Fans sehen, die nur auf Ergebnisse gucken, die sehen, oh ja, wir sind in dem Champions League Halbfinale. Woo, da waren wir seit 4 Jahren nicht. Und wir sind nur Zweiter, weil Leverkusen so überperformt. Woo, alles ist schön bei uns, Tuchel, bester Trainer. Okay, kann man machen, den Take. Ja, muss ich nicht mitgehen, aber kann man machen. Aber dann schreibt doch nicht darunter im Namen der Fans des FC Bayern. Junge, da kriege ich gleich wieder Puls. Was erlauben sich die Leute denn in meinen Namen etwas zu schreiben? Junge, ey. Was ein... Ohne Scheiß. Dann unterschreib doch mit deinem scheiß Namen, wenn du einen öffentlichen Brief schreibst. Dann unterschreib mit deinem Namen und nicht mit im Namen aller FC Bayern oder im Namen der FC Bayern Fans. Junge, Alter. Boah. Könnte ich schon wieder reingehen jetzt. Aber wir fahren runter. Alles ist gut. Klopp baut gerade ein Haus in Wiesbaden. Das heißt, er wird safe beim DFB im FFM anfangen nach dem Sabbatical. Vielleicht will er auch bei Wien Wiesbaden anfangen. Muss mir vielleicht mal in die Bild-Zeitung weiterreichen. Ja, der FC Hollywood haben wir nicht hinter uns sein. Ne? Würdest gerne mal Peretz im Tor sehen? Ich auch, ja.
Spielst du FIFA, Redmutig? Nee, lange nicht mehr. Letzte Mal vor 3 Jahren, glaube ich. Das möchte man auch nicht sehen. Oder vielleicht möchte man es doch sehen, weil ich mich da durchgehend aufrege. Kommt jetzt der Pep mit Robben? Wow. Krass. Deswegen kam der Pep auch mit dem Tuchel eigentlich, weil die haben ja mal Salzstreuer verschoben, oder? Wild. Ja, ich bin da raus, Leute. Wie gesagt, ich bin da raus, was Social Media anbelangt. Auge schläft auf der Bank ein. Ja, Auge ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Das größte Problem an der ganzen Trainergeschichte ist eigentlich nur, dass die Kaderplanung teilweise komplett stillsteht. Und da muss kurz vor Schluss wieder gezittert werden, ob X und Y durchgeht. Vollkommen richtig. Ja, der Uli als Trainer wäre doch was. Wo hat der Babel das eigentlich rausgehauen? Ich glaube im Doppelpass, oder? Ich glaube im Doppelpass. IRL-Stream, geil, genau. Ja. Eine Übergangslösung wird von unseren Spielern ernst genommen. Ja, unsere Spieler nehmen doch eh nur eine Handvoll voll Trainern ernst, Alter. Hoffe, dass Stanisic, Wanner, Kretzig, Tillmann mehr Beachtung finden. Wir werden sehen, ne? Das weiß ich nicht, ob die eine Option wäre als Trainerin, wenn man, ich glaube, die hat andere Qualifikationen, als wie Trainerin zu sein. Magal hat sich per Telefon mal Uli beworben, okay. Wäre aber schon geil, Sané, Gnabry und Co. 8 Stunden Medizinball, ein Bild für. Ja, das wäre geil, aber es würde nicht passieren, Leute. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass Gucci Gnabry 8 Stunden Medizinball in der Hand tragen könnte alleine. Das würde nicht passieren. Ja? Das würde nicht passieren. Das klappt heute nie mehr. 2 Medizinbälle durch Gucci-Täschchen, ja, mit ein paar Steine drin, oder was? Kai ist Real-Life-Trainer. Ja, na klar, Alter. Flick als Triple-Trainer soll nicht der Richtige sein, aber ein Pep, der nicht mal die Champions League holt, schon wild. Nee, dein Kommentar ist wild, Andi. Aber das macht nichts. Du bist halt einer dieser Fans, die ich gerade beschrieben habe, was völlig okay ist. Obwohl, Roth, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Merkst du eigentlich, auf welche Art und Weise du hier diskutieren willst? Im Gegensatz zu Red Munich hat Uli Alles allerdings gut. selbst erfolgreichen Fußball gespielt und den Verein über Jahrzehnte zum Erfolg geführt. Siehst du schon, dass du Unsinn schreibst, gell? Ich kann ihn leider nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr spielen. Juge hat immer den Sieg erschnüffelt. Das möchte ich auch nicht wissen, Ammo, was der GB in sein Kämmerchen treibt, Alter. Davis mit Medizinbällen, ja. Sagst du zu den Ten Hag-Gerüchten? Nix sag ich da. Wenn man nach Ergebnissen geht, dürfte Tuchel erst recht nicht bleiben. Schlimmste Rückrunde seit 17 Jahren. Dazu hat er nahezu alle Titel verloren. Negativrekorde aufgebaut. Wie passt das zusammen? Bin ich raus, Leute. Wir knallen Madrid am Mittwoch rückwärts durch die Wand. Das in ihrem eigenen Stadion. Hoffentlich.
kommst du eigentlich gebürtig her? Hört sich stark nach Ruhrgebiet an. Ja, so sieht's aus. Wenn Pep kommt, das wäre ein Traum, der beste Trainer aller Zeiten mit Abstand. Ja. Er war leider noch ein bisschen, wo wir wieder bei dem Thema sind, zu verkopft vielleicht. Teilweise in den Halbfinalspielen zu wenig an seine eigene Stärke geglaubt im Team. In der Champions League. Hat er ja bei City auch jahrelang noch gehabt. Aber ich denke, da wird er sich auch ein bisschen weiterentwickelt haben. Ja, Peretz wird leider verliehen jetzt, ja. Ja, das Tuchel-Thema ist auch durch. Bubble war beim Fan-Talk, okay. Guck mal. Haben wir das auch geklärt. Jonathan, servus. Aber Stammtischniveau ist das nicht. Da hat schon Hand und Fuß. Das würde ich von mir selber nie behaupten. Also von daher. Das kann jeder für sich interpretieren, wie er möchte. Also. Aber das war wieder so ein typischer, der sich halt irgendwie, keine Ahnung, persönlich angegriffen fühlt oder sonst was. Nur weil da jemand sitzt, der seine Meinung öffentlich kundtut, ist doch auch gut. Man muss meine Meinung doch nicht teilen, das ist doch völlig fein, Alter. Ich will euch doch nicht missionieren. Ist doch alles gut. Auf Heiner hört keiner. Geiler Reim, wa? Ja, der Heiner, der tritt halt immer in ein Fettnäpfchen nach dem anderen, ne? Damals wieder Nagelsmann-Entlassung, dann jetzt wieder dasselbe. Ah, wir sind in super Gespräch mit Ralf Rangnick. Bam, nächsten Tag abgesagt. Da sollte man vielleicht einfach die Gosch halten. So einfach ist das. Befürchte, dass wir weiterkommen letzte Woche gespielt haben, aber wer weiß, wie das Spiel damit verläuft. Jo. So geht's mir auch, Karl-Heinz. Ja, aber weiß ich nicht. Leute, wenn Ten Hag bei Manchester United fliegt, hat er Bock auf Bayern. Sollte er ja vielleicht schon vorher Bock haben. Jetzt ist es auch wieder schwierig, oder? Ja, ich denke, über Pep brauchen wir nicht diskutieren bei uns, oder? Also ich sehe da keinen Anhaltspunkt, worüber man diskutieren kann. Man kann darüber diskutieren, dass er vielleicht zu verkopft war in den Halbfinalspielen, ja. Darüber kann man diskutieren, aber ansonsten sollte ein Pep außer Frage stehen. Also. Ja, ist ja auch okay. Ich bin da auch nicht von ausgegangen, dass ein Pep vorher aus dem Vertrag rausgeht. Also. Ach, der Bulle ist schon noch da. Ihr könnt dem Bulle ruhig noch schreiben. Er kann selber nur nicht schreiben. Er kann mit Sicherheit noch lesen. Pep war zu verkrampft, ja. Ja, Ottmar Hitzfeld ist, glaube ich, auch nicht mehr im Saft, oder? Ich finde das immer überraschend, mit welcher Leidenschaft Leute ihre Energie im Internet lassen, nur um sich im eigenen Hass zu suhlen. Wenn diese Leute mal die Energie in ihr richtiges Leben stecken würden, beziehungsweise in die Bildung, wären wir gesellschaftlich wesentlich weiter. Sehr schön zusammengefasst. Ja. Tschüss. Kannst du den Justice, kannst du mit dem Bulle Hand in Hand gehen.
Uli, war das auf Undercover? Nee, Uli hätte schon den Mumm, seinen Namen hinzuschreiben. Wieso schreibt man die Stelle eigentlich einfach öffentlich aus, um erstmal zu sehen, wer überhaupt von sich aus zu uns kommen möchte? Aber das wissen wir doch. Felix Magath und Markus Babbel. Haben wir doch schon mal 2. Denkst du, dass in den letzten Bulli-Spielen endlich die jungen Spieler wie Tell, Arsenal und Saragossa ran dürfen? Nee. Es ging auch schon vorher um nichts mehr. Und jetzt geht es ja noch um Platz 2. Hat man ja wieder ein Argument, dies nicht zu tun, oder? Ah? Der Vorstand sollte sich einfach generell nicht zu sportlichen Dingen äußern, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Guck mal, wir machen Riesenwirbel, wir haben ein halbes Jahr gesucht nach einem Sportvorstand. Ja, wir haben endlich einen kompetenten Sportvorstand. Dann sagt doch als Präsident, als CEO, als Aufsichtsratmitglied, wenn dich ein Reporter fragt, ja, wie sieht's denn aus jetzt mit der Trainerverhandlung? Sie sprechen ja gerade mit Ralf Rangnick, wie ist denn da der Stand der Dinge? Sag doch einfach, Servus, für sportliche Belange, wenden Sie sich doch bitte an unseren Sportvorstand, der die Kompetenzen dafür besitzt, diese Fragen zu beantworten. Punkt. Brauche ich eine Selbstdarstellung als CEO, als Präsident oder als Aufsichtsratmitglied? Nein, brauche ich nicht. Feierabend. Wäre das nicht mehr schön, das zu erleben? Gerade beim Kicker, Pep trägt den FC Bayern in seinem Herzen, aber er will Manchester City in diesem Sommer nicht verlassen. Mann, nee. Braun bringt keine Autorea ins Spiel, war schon mal Trainer beim FC Hollywood. Ja, und wie ist das gelaufen? Oh, der Bierschiko ist da. Eieiei, da müssen wir jetzt den Stream beenden, oder was? Bild. Wenn du wetten müsstest um dein Leben, auf wen würdest du fürs Spiel am Mittwoch wetten? Ich wette nicht. Um mein Leben, was soll ich denn um mein Leben wetten, Alter? Was ist das für ein Take? Wie gesagt, ich kann mein Bauchgefühl teilen, das ist ganz klar pro Real. Eine ganz klare Kiste für mich. Ja, und das kann ich dir sagen. Mehr kann ich dir nicht sagen zu dem Spiel. Aber wie ich schon sagte, das ist ein Spiel um alles. Da kann halt alles passieren. Ja? Keine Ahnung, lass eine rote Karte für Real in den ersten 5 Minuten bekommen. Wir bekommen 2 Elfer und was weiß ich. Was kann alles passieren, Leute. Und dann fährst du den Bums da nach Hause und ist gut. Ja, es kann aber auch genauso andersrum laufen. Haben wir wieder diese Aussetzer, wie wir sie schon oft hatten, gerade in der Anfangsphase, dann steht es ruckzuck 2-0 für Real. Ja, und dann sieht der Bums ganz schwierig aus. Also, nee. Kannst du nicht sagen. Ne? Ja, Jonathan, das ist ja auch. Deswegen sage ich doch, man muss das doch auch nicht ernst nehmen. Deswegen bin ich auch immer noch persönlich für mich bei Kandidat Nummer 4. Und nicht bei Kandidat Nummer 8 oder so, nur weil irgendein Reporter in irgendeiner Pressekonferenz sagt, Herr Emery, hallo, I'm from Germany. Können Sie sich vorstellen, zum FC Bayern zu wechseln? Und der gute Mann dann in der PK sagt, nein, ich fühle mich hier super wohl bei meinem Verein, ich bin gerne hier. So, wer das dann irgendwie als Absage an den FC Bayern sieht, wo wir angeblich Gespräche haben, ja, dem ist auch nicht zu helfen, Leute. Punkt. Aber trotzdem sind es jetzt dann schon 4, ne? Der 4., an dem wir jetzt herantreten werden. Ohne diese ganzen anderen, die ins Spiel gebracht und durch irgendwelche Reporter-Absagen. Ne? Ist halt schon wild, dass man als FC Bayern sich 3 Körbe abholt, oder? Das finde ich schon wild. Jupp, der war so, ja. Der konnte nicht einer für Bayern. Kommt der? Ja, wie gesagt, so ein Mister, warum nicht? Ich fand einen Mister Trapattoni auch sehr gut. Oftmals 75, ja, da haben wir dasselbe Thema wie bei Arsene Wenger, Alter. Geht halt nicht. Ja, Leute, darüber brauchen wir nicht diskutieren, wa? Das habe ich weiß gar nicht, in meinem Q&A bestimmt auch gesagt gehabt.
Also, ich setze mich ja nicht hier hin und sage, ich bin Experte oder ich bin Experte vom FC Bayern oder ich weiß alles besser als irgendwie ein Sportvorstand oder sonst was. Nee. Ich bin Fan, das ist meine Meinung, nicht mehr, nicht weniger. Und gut ist. Ich meinte, Ten Hag hat jetzt schon Bock, prinzipiell nur den Vertrag bei United bis 2025 wieder erfüllen. Sollte er aber fliegen, würde er es machen. Aha, wer sagt das denn, Jonathan? Mit ihm gesprochen, oder was? Gefallen dir die Trikots für die neue Saison in Rot? Vielleicht wieder zurück zum Erfolg? Was ich bis jetzt gesehen habe, 5 von 10. Ich muss es aber mal in Real sehen. So, die Bilder sagen mir jetzt nicht so zu. Will es Mourinho Ten Hag vorziehen? Okay. Denkt ihr Nus oder Fonsi spielt am Mittwoch? Ja gut, wenn Fonsi spielen sollte, dann keine Ahnung, dann kannst du den Tuchel echt begraben. Dann musst du noch während des Spiels am Mittelkreis ein Grab ausheben und den da reinlegen und zuschütten. Also. Nein, natürlich, Davis kann nicht spielen. Punkt. Also so doof ist ein Tuchel auch nicht. Hoffe ich. Ich meine, nichts ist unmöglich bei Thomas, ne? Das klingt doch perfekt. Fonzi, Opa und Minjay. Dann brauchst du gar nicht antreten. Dann brauchst du nicht antreten, ne? Dafür ist Real offensiv viel zu stark, Alter. Ich denke, dass Uli es so meint, dass Chrissy und Heiner bei den Transfers das Finanzielle absegnen müssen, nicht, dass sie sportlich mitreden. Weiß ich nicht. Vielleicht. Halt's dem Uli zugute, wenn du das möchtest. Wegen mir. Hoffentlich holt Sky Freitag und Sonntagsspiele wieder endlich auf Sky wieder zurück, der Sohn weg. Ja, Alf, da musst du trotzdem für den Sohn zahlen, wenn du Champions League sehen willst. Also am Ende des Tages spielt es keine Rolle. Die werden mit Sicherheit dann nicht die Preise senken bei der Sohn. Edin, hallo. Da muss ich dich leider enttäuschen, Kai, denn Real wird am Mittwoch plattgewälzt, 3:1. Edwin, enttäuschen tust du mich damit nicht. Ich begrüße das, wenn das so kommen sollte. Ich begrüße das. Real gewinnt das nicht. Bei den letzten 2 Aufeinandertreffen sind die nur weitergekommen, weil sie das Hinspiel in München gewonnen hatten. Da ging es in Madrid 1:2 und 2:2 aus. Wir werden es am Mittwoch sehen, wa? Verletzten Situation ist im Moment auch einfach schwierig. Jo. Aber da wurden wir auch aufgeklärt, oder ich wurde da ja aufgeklärt heute, woran das liegt. Das liegt darin, dass wir uns nur auf die Kernspinnen verlassen. Nur, falls ihr es noch nicht wusstet, ne? Also, es liegt nur daran, weil wir uns nur auf die Kernspinnen verlassen. Bei den Befunden, ne? Das liegt nicht am Training oder sonst was. Es liegt einfach daran, dass wir uns nur auf die Kernspinnen verlassen. Nur, falls ihr es nicht wusstet. Kannst du mal einmal gucken, ob bei dir der YouTube-Stream einwandfrei überträgt? Also bei mir tut das. Ja, warum soll ich das dann gucken, wenn das bei dir tut? Weil einige schreiben, bei ihnen läuft es nicht. Hallo. Ja, vielleicht spinnt YouTube gerade rum halt. Also ich habe eine sehr gute Verbindung zu YouTube. Also wenn nichts, auf jeden Fall nicht an mir, sondern dann an YouTube, Leute. Das tut mir dann leid. Müsst ihr mal aktualisieren vielleicht, hilft das was. Weiß jemand, wer morgen bei der PK ist mit Tuchel? Ja, Manuel Neuer. Hamburger ist auch abgesagt? Scheiße, ey. Fand das neue Trikot sexy. Warum fandest du das? Findest du jetzt nicht mehr sexy, oder was? Trikot?
Mit Erich Ribbeck im Hintergrund laufen, ja, das wäre auch wild. Lebt der noch, oder was? Erich Ribbeck, Alter. Es wird schon ein legendärer Trainer werden, Leute. Macht euch mal keine Sorgen. Bin guter Dinge. Frage ist wann, aber es wird schon irgendwann werden. Und dann, ne, schon mal, falls GB sich das nur anguckt, dann wieder bam, 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 bam auf den Transfermarkt. Läuft. Der Sohn ist sehr schlecht, Sky ist der beste Bundesliga-Sportsender. Ja, leider ist bei mir die Qualität, wenn ich Sky Go gucke, am Rechner katastrophal. Das ist, als wenn ich TV in der 70er schaue. Also, da müssen die echt mal dran arbeiten, Alter. Der Rest interessiert mich halt nicht, ne? Wie gesagt, ich gucke halt das Spiel, ich gucke nicht irgendwie eine Stunde Vorberichte, eine Stunde Nachberichte, ich gucke kein Sky 90, ich gucke kein, was weiß ich, Fan-Talk oder sowas. Das interessiert mich alles nicht. Für mich ist nur interessant, dass ich das Spiel sehe. Von daher ist mir das persönlich dann völlig wurscht. Hauptsache ich sehe es in guter Quali. Aber es wäre natürlich schön, wenn man am Ende des Tages vielleicht mal von 3 Streaming-Anbietern auf 2 kommen würde und nicht 3 Sachen bezahlen müsste. Das würde ich schon sehr fühlen. Zu Uli, vielleicht sollte man mal in der Vereinssatzung nachlesen. Allgemein gilt, dass das Schädigen des Ansehens des Vereins den Ausschluss ermöglicht. Ich weiß nicht, die Satzung wurde jetzt auch nochmal geändert, dass Anträge erst abgesegnet werden müssen und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so einfach möglich. Sofern das da drin steht. Da bin ich leider nicht im Thema, Manfredo. Mit 1:0 und weiterkommen, okay. Hoffentlich. Mittwoch schreit nach Meterschießen. Oh, das verpacke ich nicht, Alter. Meterschießen Ja, ist da bin ich grausam. auch raus. Da gehe ich dann. Denkst du, Leverkusen kann dauerhaft zum Bayern-Konkurrent werden? Denke, wenn Xabi 2025 Wirtz geht, werden sie leider wieder am Mittelmaß. Das weiß ich nicht. Warum sollen sie das nicht auffangen können? Kann man aber nicht vorhersagen, ne? Du musst halt den passenden Trainer dann finden. Es ist natürlich dann auch wichtig, dass nicht irgendwie 5, 6 Spieler wegbrechen. Schwer vorherzusagen, ne? Schwer vorherzusagen, sowas. Über Mobil habe ich Probleme, aber am PC ist gut. Ja, keine Ahnung. Liegt halt leider an YouTube dann. Eins zu 1 gegen Endgegner immun. Ja, aber das wäre schön, ey. Aber dann müsste er sich erstmal mit Discord auskennen, Alter. Oder er müsste nach meiner Telefonnummer fragen. Die will ich ihm sogar geben. Davis kann ja direkt in Madrid bleiben. Ich bin da noch nicht mehr so sicher, dass Madrid den Davis noch unbedingt haben will, auf den Leistungen, die er so gezeigt hat. Findest Trikot gut? Ja, ist doch super, Chico. Schlag zu. Sind schon kurz vor Ausverkauf, dass ich so gesehen habe. Chuck Norris, ja. Ich will nichts Falsches sagen zu unserer Wand namens Neuer, aber ich finde, der Manu sollte wirklich so langsam mal Platz für den Nübel lassen. Ich finde, Nübel hat eine krasse Entwicklung gemacht beim VfB. Ich weiß, ich kann mit dem Nübel auch nichts anfangen, Leute. Aber er kann mich gerne dann, wenn der Manu aufhört und der Nübel dann bei uns im Tor steht mit 32 Jahren, kann er mich vom Gegenteil überzeugen. Kosmikabend. Es blitzt und donnert bei uns. Woo! Gewitter? Wo? Im Bochum. Wenn das im Elfmeterschießen, dann bekomme ich wieder Herzkasper und Blutdruck. Dann wirst du nicht alleine sein, glaube ich.
Fan-Talk nur mit Basler. Peretz ins Tor, Nübels als zweiter Torwart. Ja, Peretz ist leider wieder traurig einfach. Einfach traurig. Mich würden die wahren Gründe für Rangnick spontane Absage interessieren. Ja, die werden wir nie erfahren, wa? Aber wir können natürlich spekulieren. Ich denke mal, dass er vielleicht das eine oder andere Interview gelesen hat oder vielleicht auch so eine Aussage von Uli, er möchte in Zukunft wieder öfter feuern aus allen Rohren. Ich meine, Uli und Ralle waren ja auch nie so. Siehst du? Auch gleich das Trikot gekauft, brauchen Geld für Trainertransfer. Ganz genau. Ich hätte gerne das Commodore-Trikot gekauft, aber das wollte mir der FC Bayern ja nicht gönnen. Von daher bekommen die kein Geld von mir. Uli möge lange und glücklich leben, aber heißt das wirklich, dass sich erst nach seinem Ableben etwas ändert? Ich weiß, ich glaube, diese Kahn-Brazzo-Geschichte hat den Uli nur bestärkt. Dass es ohne ihn in diesem Verein nicht geht. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Thema beim Uli und Kalle. Ja. Beide gemerkt haben, ach du Scheiße, ging ja völlig in die Hose. Glaubst du, Dortmund zieht ins Finale ein? Ja. Warum sind heute so viele Deppen im YouTube-Chat? Ich sag doch immer, im Twitch-Chat sind die Guten. Guck mal an, dann bist du am richtigen Chat. Davis zu verkaufen wäre ein Fehler, finde ich. Wenn er in Form ist, ist er Weltklasse. Er bräuchte einen Trainer, der ihn wieder in die Spur bringt. Nee, er bräuchte erstmal vom Kopf her den Realismus, dass ich mit meinen Leistungen, die ich zeige, keine 15 Millionen verdienen kann. Dann gebe ich dir recht, ja, Weltklasse, nein, Weltklasse, der Begriff, ich definiere den anders wie viele von euch. Aber er hat natürlich Talent, gar keine Frage. Hat schon sehr stark bei uns performt. Es wäre super schade, wenn er gehen würde. Aber wenn er sich wirklich dahin stellt und sagt, ich möchte 15 Millionen verdienen, dann kann ich nur klipp und klar sagen, bitte verpiss dich aus unserem Verein. Danke. Oh, Sound geht. Guck mal. Okay, so Witschi, ne? Shit, YouTube, hier läuft's besser, Wu. Weil sie Dalf. Vielen lieben Dank für dein Prime im 2. Monat. Nee, also wie gesagt, Davis zu verkaufen ist kein Fehler. Der Mensch hat einfach Gehaltsvorstellungen, die von Gut und Böse... Nein. Nein, nein und nochmal nein. Wo wir gerade bei Verkaufen sind. Ich hatte da irgendwas gelesen gehabt, dass Nepal sich vorstellen könnte, Minjay wieder zurückzunehmen. Aber Nepal? Neapel. Wie komme ich denn auf Nepal? Nepal. Der FC Nepal, Leute. Das ist der neue Spitzenclub aus Italien. Wahrscheinlich hätten selbst die vor uns einen Trainer. Aber die holen nur Buddhisten, ne? Nein, die wollen halt, Bayern will halt 50 Miller haben. Ich glaube nicht, dass du die für Minjay bekommst. Komm ich auf Nepal? Alter. Kommt Irakunda jetzt schon, weil die Saison ist, meine ich, in Australien fertig. Boah, das weiß ich nicht, Jonathan. Musst du mal googeln, die schon fertig ist. Wahrscheinlich kommt der noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Absprache da ist. Alle Spieler, die wir ausgeliehen haben, haben uns entweder gebrochen, siehe Stanny bei Leverkusen oder auch Nübel letzte Woche beim VfB. Stell mir gerade vor, hätte Zirkzee gegen uns gespielt, Dreierpack. Naja, wenn du siehst, wer in Stuttgart noch so rumgespielt hat mit einer Bayern-Vergangenheit, dann kannst du noch ein paar mehr aufzählen. Genau, was erlauben Uli, ne? Den müssten wir eigentlich mal bringen, ey. Aber ich habe nur den. Was Ja. erlauben? Strunz! Moment, Neuer alleine bestimmt, wie lange er spielt und wer sein Nachfolger wird.
Noch vor Uli, da er dessen absoluter Liebling, kein Spiel hat ein höheres Standing. Kommt eine Doppelspitze nächstes Jahr, Ich oder? muss ehrlich sagen, das ist eine Wieder richtig geile Idee gewesen. 4-3-2-1. Mag der Staufer. Dazu müssten wir erstmal wissen, wer Trainer wird. Wa? Das wäre so Punkt 1. Dann könnten wir darüber vielleicht spekulieren. So geht das natürlich nicht. So, dann gehe ich nochmal 5 Liegestütze machen. Keine mehr für Gnabry, jetzt schon 2. Sätze vom Basler? Als was? Am Stammtisch oder was? Mal ein Bierchen trinken und Kippchen rauchen? Na klar. Mittwoch spielt Cavallal. Hoffentlich bearbeitet ihn Musiala hart, um eine frühe gelbe Karte zu verursachen. Ist der Musiala dafür bekannt, oder was? Oder meinst du durch seine Dribblings? Wahrscheinlich, wa? Musiala müsste halt endlich mal liefern unterm Tuchel, wa? Das wäre mal was. Musst du Twitch installieren? Da brauchst du nichts für installieren, da brauchst du einfach nur eine Seite aufmachen. Er will 20 Mille. Aha, wild. FC Nepal ab jetzt Legende. Ja. Sein nächster Club wird sein Manager FC Nepal heißen. Was Davis macht für mich ist schon fast Arbeitsverweigerung. Ja, ich weiß nicht, ob es alles so von sich schuld ist, weißt du? Aber die Gehaltsvorstellungen sind natürlich eine Katastrophe. Ne, da braucht man ja nicht drüber reden. Genau. Wenn der FC Nepal dann die Champions League holt, wird nicht mehr gelacht. Mit Thomas Tuchel als Trainer natürlich. Ja, natürlich geht es nur um Geld bei Fonsi. Muss doch sonst gehen. Meine Oma wird Trainerin, die kocht dann lecker von Schubeck, ist eh am Ende und dann rennen sie doppelt so schnell. Frage mich gerade, was passiert denn jetzt mit dem Zirkzee, der in der Serie A richtig gut performt? Was soll mit dem passieren? Entweder nutzt der FC Bayern die Rückkaufklausel, um ihn dann doppelt so teuer weiter zu verkaufen, oder man nimmt, was sind es, 10-15%, die wir bekommen, wenn er weiterverkauft wird? Eins von beiden halt. Edin, ja, es ist ja keine Kunst, oder? Mehr Einsatz zu zeigen. Musiala Tell, hi zusammen. Servus. Musste jetzt auch mal wechseln. Jemand müsste Vinicius Junior mal ein wenig nerven, damit er vom Platz fliegt. Ja, wäre vielleicht mal so eine Sache für so einen Führungsspieler Kimmich, aber der, weiß ich nicht. Der hat ja gerade mal wieder keinen Bock. Wahrscheinlich, weil Conny ihn den Rang abgelaufen hat von der Performance her. Keine Ahnung, ganz wild. Kennst du doch, moin.
Schockverlief von meinen Liegestützen. Ich auch. Musiala hat so viel Talent, aber unter Tuchel kaum an Tor beteiligt. Was machen wir da jetzt wieder für einen Take raus? Schenken wir uns, oder? Wenn du irgendeinen Trainer jetzt sofort zum FCB holen könntest, welcher wäre es? Egal wie utopisch. Jupp Heynckes, wenn er 20 Jahre jünger wäre. Oder Ottmar Hitzfeld mit 20 Jahre jünger. Wir können natürlich auch einen Van Gaal nehmen, ja. 20 Jahre jünger. Oder einen Pep. FC Nepal haben die Gigalung. Fieser Vorteil, genau. Wegen der Höhenluft, ne? Okay, warum ist der Dieter denn schon ausgeblendet? Ich hätte gern gesehen, was er geschrieben hat. Beim Supercup gegen Leipzig. Bei der Premiere von Harry Kane. Marco Köppen. Ja. Willkommen auf Twitch. Danke für eure Follows. Diego Armando Nirvana. Die Legende vom FC Nepal. Der war gar nicht schlecht, Chico. Ich glaube, ein Stimmerproblem haben wir nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Wer Tore vertraut, müsste eigentlich 5.000 Euro auf Gnabry schießt mindestens ein Tor setzen. Stellst du die 5.000 Euro, Sepp, oder was? Wenn du die stellst, mache ich das. Ist ja dann dein Geld. Seid aber auch witzig unterwegs jetzt, oder? Beim FC Nepal wäre die Luft aber nochmal um einiges dünner als bei Bayern. Bitte einen aktuellen Take über Trainernamen, die jetzt noch übrig sind. Genau, Amu, endlich siehst du es ein, Alter. Der Tuchel hat sie alle schlechter gemacht, der Regionalliga-Trainer. Wer die Ironie findet, darf sie behalten. Endlich, der Amu hat es endlich eingesehen. Mein Gott, das hat aber auch gedauert. Ein ganzes Jahr. Lieber mehr Geld für einen Zirksi, als auf der Bank vergammelt zu werden und dann nur dritte Wahl zu sein. Das tut er sich nicht an. Der soll bei Bologna bleiben. Ich weiß nicht, ob das so einfach wäre. Weil wenn wir eine Rückkaufklausel haben, haben wir eine Rückkaufklausel, ne? Wir gewinnen 3-1, okay. Kunz und Valverde, 2 neue Kandidaten, okay. Deine Trainernamen sind alle von der Liste. Den soll der Max da noch offen haben. Ich weiß ja nicht, was alles deine Trainernamen waren. Was würdest du von Erich Ribbeck halten? Gar nichts, Alter. Was ist denn los mit euch? Ich erinnere mich noch an die Ribbeck-Zeit. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Ich erinnere mich an die Ribbeck-Zeit. Junge, da kannst du besser einen Jogi Löw da hinhocken. Der unter der Achseln schnuppert. Valverde ist sogar ohne Vertrag. Okay. Was hat der denn so gemacht? Lacht ihr nur. Am Ende hatte der auch den großen silbernen Pokal in der Hand und dürft euch auf Graugänse Hansi freuen. Ich mache jetzt einen ganz wilden Take. Anbo. Ich nehme lieber den Hansi als den Tuchel. Das tut mir gerade selber weh, das sagen zu müssen, aber so ist es. Und da kann er den Pokal 10-mal hintereinander gewinnen bei uns. Ich weiß nicht, Erich Ribbeck müsste doch auch schon tot sein. Der ist auch schon über 70, oder nicht? Der war doch schon alt, wo er bei uns das erste Mal Trainer war. Was ist denn los mit euch, ey? Erich Ribbeck. Alter, der ist 86. Habt ihr irgendwas... Habt ihr an der verkehrten Pfeife gezogen, oder was? Leute, was stimmt denn nicht mit euch?
Du musst doch Angst haben, dass der einen Herzinfarkt kriegt, wenn das ein Spiel auf Messerschneide ist. Eieieiei. Der kommt mit dem Rollator ins Stadion gefahren, oder was? Junge, Junge. Wild. Nee, Shiku, du hast den Kai nicht überzeugt. Der Kai sagt nur, er nimmt die Cholera anstatt die Pest. Verstehst du? Blasphemie. Blasphemie. Diego Simone weht, das hält selbst der Uli die Fresse. Meinst du? Er hatte Angst, dass er Simone ihn ein knallt, oder was? Dass er den Lisa macht? Und die Schellen verteilt? Pro Streich als Coach. Ich glaube, der würde menschlich brechen, der Christian Streich bei uns. War es noch unter Ribbeck, wo wir am Ende der Saison 7. oder 8. wurden? Ich glaube, das könnte sehr gut passen. Ne? Ja, der Jupp ist ja auch nicht mehr. Der Jupp soll mal sein Jupp hat alles gegeben für unseren Club, Leute. Den soll man einfach in Ruhe lassen. Was ist Werner Lorand? Arbeitslos, glaube ich, oder? Er soll Robben nehmen. Aha. Bei der A hier einen Trainerschein hat, oder was? Lorand ist Camper. Okay. Wild. Wild. Ja, YouTube spinnt gerade ein bisschen, Leute. Kann ich nichts für. So, war ja ein wilder Stream, weil wir nähern uns langsam am Ende. Ihr habt ja nichts mehr zu sagen. Wir haben noch 18 Minuten. Wir holen dann mal gleich kurz vor Schluss noch eure Tipps ein. Ich bin gespannt. Total pleite. Ja gut, da ist er nicht der Einzige, ne? Michael Immel ist ja auch Harzer. Also von daher. Und der war sogar im Dschungel, Alter. Analog One, servus. Typhoon Koku, einfach mal fragen, was da so noch geht. Eieiei, dann kannst du besser den Markus Babbel nehmen, Alter. Rudi Völler wird's. Ja, na klar. Bleibst dabei. Thomas Tuchel, absoluter Fachmann, einer der Top 5 Trainer der Welt. Also ich sehe ihn nicht in der Top 5 Trainer der Welt. Bin da aber auch nicht so im Thema. Ich bleibe aber dabei, dass Tuchel ein guter Trainer ist, ja. Aber Katastrophe bei unserem Verein, leider. Michael, Namen, servus. Die absolute Shitshow, ganz ehrlich. Jeden Tag wird es noch absurder. Wieso? Was ist denn passiert? Was ist passiert? Macht's doch der Roy, oder was? Macht's doch der Roy. Ich weiß auch nicht, warum man sich nicht mit Marc van Bommel beschäftigt. Wäre doch auch ein guter Take, oder? Tuchel hat in jedem Verein ein Chaos hinterlassen. Keine Ahnung. Unsere Marketingabteilung gut ist, wird der neue Trainer so vorgestellt. Nach Helmers Phantomtor nun der Phantomtrainer. Was würdest du von Ten Hag halten? Wird ja gerade heißer das Thema. Ja, auch wegen mir. Was wir davon halten, der sehen wir dann, wenn er bei uns wäre, ne? Aber er hat auf jeden Fall in Ajax einen sehr, sehr guten Job gemacht, ne? Auch bei uns in der zweiten damals. Also ich denke, er ist auf jeden Fall ein Trainer, der mit jungen Spielern kann. Und ich denke, seine Vorstellung von Fußball sollte auch zum FC Bayern passen. Fabienne, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber nein.
Tuchel noch ein Jahr halten. Nee. 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 Ja, FCB Insight. Wow. Otto Rehagel mit 2 roten Ausrufezeichen, Leute. Los jetzt. Otto Rehagel wird's. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. So ein Ding. Wollte ich gar nicht drücken, aber macht nichts. Tuchel ist kein Top-Trainer, eher ein Fußball-Nerd. Ein Top-Trainer hat das ganze Package. Da könnt ihr euch gerne untereinander austauschen. Aber der Anbu ist leider im Twitch-Chat. Aber ich übersetze dann hin und her, ist kein Problem. Der Sepp, vielen lieben Dank für 1,49 €. Der Hag trägt nicht das Gewinn um jeden Preis gehen in sich. Ja, haben wir diese Saison ja auch nicht. Jupp, könnte es von Homeoffice aus machen, ja. Ei. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wer auf Tuchel folgt und ob es dann besser wird, wenn die Mannschaft nicht grundlegend neu aufgebaut wird. Aber wer sagt denn, dass sie das nicht wird? Boah, nee. Ansolian, nein, auf keinen Fall. Das lese ich noch niemals vor. Eine Farce, sowas zu schreiben. Tod oder Gladiolen, ganz genau. Genau, Bam, Bam, Bam. Bam, Bam, Bigelow, Alter. Wird richtig knallen auf dem Transfermarkt wieder bei uns. Richtig. Schalalalala. Ach, guck mal, da sehe ich den ja sogar. Ist ja geil. Aha. Warum sehe ich den denn da und in dem anderen nicht? Wild. So ratlos hast du uns in 44 Jahren nicht gesehen. Was sagt ihr zum finalen Trikot? Ja, so mittel, ne? Guten Wochenstart euch allen. Ja, den habe ich. Danke, dir auch. Nee. Knabberig, wir treffen, wie Tuchel prophezeit hat. Okay. Ich bin sehr gespannt. War Eberts Aussage über eine Option, die es vorher nicht gab, nur eine Nebelkerze, oder zaubert er was aus dem Hut, was keiner auf dem Schirm hat? Ja, aber was wäre das? Was wäre das? Könnte natürlich ein Ten Hag sein, wenn Manchester United ihm mitgeteilt hat, dass er den Verein verlassen soll am Ende der Saison. Kann ja sein, dass wir das noch nicht wissen. Aber es gibt ja Vereine, wo nicht alles im Vorlauf an die Presse kommt. I don't know. Sepp Kohl, vielen lieben Dank für dein Prime. Dankeschön. In Mario Gomez haben wir gelernt, dass es Herr Luis van Gaal ist. Haben wir auch gelernt, dass seine Töchter ihn siezen.
Ja, ich muss es auch erstmal sehen, wenn die Spieler damit mal rumlaufen, wie es ausschaut. 10 Minuten warten, um seinen Senf abzugeben zu können. Frech, ne? Das ist wirklich frech. Hätte man einen Moderator mal rausnehmen können. Aber jo, Geduld ist eine Tugend. Hätt's ja auch schon mal vor 8 Wochen followen können. Auf Twitch. Nur mal so für den Fall, dass es auf YouTube Probleme gibt. Alto Belly. Ganz genau. Komm, ist der Judas. Spie, Alter. Was ist denn mit dir los? Ja, warum sollte man den denn dann aus Ulm wegnehmen? Lass ihn doch mal da Gas geben. Bei so viel Content musste mal das Abo kommen. Ja, aber das denke ich wohl auch, ne? Sepp. Vielen lieben Dank. Oh, Assassin's Creed ist hier. Mhm. Trikot ist schöner als das jetzige. Ne, finde ich nicht. Aber mal gucken, wie es so in Real aussieht. Was Triple Red ist. Und nicht Triple Red plus Weiß. Was sind denn eure Tipps für morgen? Genau, haut mal eure Tipps schon mal raus. Wir haben nur noch 9 Minuten auf der Uhr. Haut mal raus jetzt. Bin gespannt. So echte Hoffnung, was Abgänge angeht. Mittlerweile nicht mehr ganz so. Ich bin gespannt. Benno Müllmann. Der ist auch geil. Marco Rose, was soll damit sein? 86-jähriger Trainer, kannst du das nicht mehr? Rayu, da weißt du, was hier abgeht, Alter. Hans Wurst, Grüße. Gnabry wird 100% am Mittwoch ein Tor schießen, ein Eigentor. Na. Snafu, du kleiner. 6:7 nach Elfmeterschießen für uns. Bild. 2-1. Moin, Katja. Sieg 1-2. 3-0 Real. Tobias Schweinsteiger. Nee, der läuft nicht auf am Mittwoch. 1:2 durch Doppelwumms von Gnabry. Das ist aber ein wilder Take, Andro. 4-2. Lebe geht weiter in meinem Programm. Nee, habe ich nicht. Aber musste ich mal aufnehmen, Marc. Hast du recht. Danke für den Tipp. Muss ich mir nur merken. GB 3-1. Hängt von der IV ab. 1:2 für uns, aber das zweite fällt in der 90. plus 3. Real gewinnt 3-1, Bayern gewinnt 3-1. Nee, Olli, habe ich auch gar nicht die Lust zu. Soll ich mir was angucken, wenn ich... Das kann ich machen, wenn wenn dieser Mensch Trainer bei uns werden sollen würde, dann kann ich mir gerne was angucken. Vorher, ich muss mir nicht von jedem Namen, der irgendwo rumeiert, mir irgendwas angucken. Da habe ich leider keine Zeit für. Elfmeterschießen 5:4 für den FCB. Und Bayern wird 1-0 oder 2-1 gewinnen. Okay. 1-0 Real. Knappe schießt das 3-1 in der 90. Real 3-1. München sagt mein Gefühl, hoffe aber, dass die Jungs sich den Arsch aufreißen. Okay, die Champions League gewinnt. Juhu, bist im Fernsehen? 3-2 Real, 1-0 Bayern. 3-1 Real, schwierig, sag Real, macht es leider Gottes. (2:3), Kane 3-mal. Oder nee, 3-mal Gnabry. Oh, der hört auf, ey. 1:7, damals Brasilien. Ja, na sicher. Nee, ich war leider zu spät. Der Feldmarschall. Ich hab's mal verschlafen und war zu spät, da war es schon überbucht.
Morgen spielen wieder Delicht und Dyer in der EV. Wenn dann übermorgen. Und wer sagt das? Weißt du doch noch gar nicht. Vielleicht verletzt sich noch einer im Abschlusstraining. Bei uns ist doch gerade alles möglich. 3:2 Bayern für Heavy. Mhm. Darum geht es ja nicht, aber was soll ich mir von irgendwelchen Leuten irgendwelche Sachen angucken, wenn die nichts mit dem FC Bayern zu tun haben? BVB auf die 1. Das wird schwer als Fünfter, oder? Gilt bei Gnabry auch ein Eigentor? Das müssen wir dann den Tuchel fragen nach dem Spiel. Ja, alles am häufigsten im Halbfinale ausgeschieden und hat alle Finals gewonnen. Also am Mittwoch zählt's halt. Ja, mein Gott. Morgen kriegen wir aber Bla-Bla-PK mit unserem Capitano, ja. Morgen kriegen wir wieder das Lobpudeln zwischen Kapitän und Trainer. Ich habe für Dortmund ein gutes Gefühl. Ich glaube, die werden das morgen wuppen. Masse Reif Tipp 2:1 für Real. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Feierabend. Hast du bestimmte Streaming-Tage? Ja, montags den FC Bayern Talk hier um 18:30 Uhr. Jeden Montag. Ansonsten streame ich nach Lust und Laune, dann aber Gaming. Gaming. Ab und wann auch freitags mal einen Bayern Stream, je nach Lage. Aber montags 18:30 Uhr hier ist immer safe FC Bayern. Das ist richtig, Marc. Das ist die stabilste IV, die wir haben, ja. Ja, der Gnabry, der macht's Mittwoch. Servus, du Brummer. Bis spitze. Stefan, danke. Der Reif Tipp 2:1. Ja, wie gesagt, ich habe leider ein schlechtes Gefühl. Ein richtig schlechtes. Aber ihr wisst ja, wenn ich ein richtig schlechtes Gefühl habe, läuft's für den FC Bayern. Also, ich werde keinen Tipp raushauen. Ich möchte, schön wäre, wenn ich nicht sagen könnte, habe ich euch doch gesagt. Ja, das wäre schön. Das wäre gut. Flick wird's. Ja, Hansi Flick wird's. Also ganz ehrlich, wenn alle Stricke reißen, wird das wahrscheinlich wirklich werden, ne? Das ist das Traurige. Ja, wichtig wird sein, dass wir kein frühes kassieren, das denke ich auch. Noch wichtiger wäre, dass wir ein frühes schießen. Weil dann kann das Spiel in unsere Richtung laufen. Wenn wir dann mal die Qualitäten haben sollten und die Dinger vorne dann auch vollenden. Ne? Wenn wir in den Rückstand geraten, dann wird es brutal schwer. Ja, das denke ich auch. Nach Plätti ist es nun Kunst. Ja, wir wissen ja, der Plätti ist der Messias beim FC Bayern. Ja, das wissen wir alle. Der sagt ja alles immer 100% voraus, oder? Rückstand wäre eine Katastrophe. Das denke ich auch. Ey. Aber wer weiß. Wer weiß. Vielleicht wird einfach unser Tag am Mittwoch heute. Gebete, Fasten bis Mittwoch, kein Beischlaf, absolut nichts. Dann wird's was mit dem Finale. Wild. Manfredo. Du opferst dich, ja? Real hat in München jetzt auch nicht gerade Angst und Schrecken verbreitet. Das läuft schon, ihr müsst belieben.
Ja, belieft ihr alle mal. Eieiei. Gut, damit beenden wir den Stream. Flick ist gut, einfach eine Chance geben. Er ist ein Spielerfreund, aber er will natürlich auch Voraussetzungen haben. Jeder Boss muss hinter ihm stehen, sonst kommt er nicht. Ja. 3 Tore von Tell, wie soll er die denn machen? Von der Ersatzbank, oder was? Ja, John Schlipp. Dann wisst ihr auch, was ihr zu tun habt, ne? Dann müsst ihr mir immer irgendwie ein schlechtes Gefühl einimpfen vor wichtigen Bayern-Spielen. Leute, das war's für heute. War wilder Stream teilweise. Muss ich sagen. Aber vielen lieben Dank. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und drückt alle Daumen, wie es hier steht. Kein Beischlaf, fastet bis Mittwoch, nichts essen, nichts trinken. Tut alles, was in euer Aberglauben so da ist, damit wir das Spiel gewinnen. So ist es. Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Wer Bock Ciao, hat, morgen ciao. Abend Reaction auf die PK auf dem Channel. Ja. So, jetzt kannst du dich verabschieden, Baby. Ciao, ciao. Dit.